Hallo! Habe die ersten... Hallo! Alex, jetzt habe ich selber einfach angeschrien. Warum schreibe ich denn selber noch? Warum vergiss ich nicht wieder, dass ich einen Ton nebenbei ausmache? Ich bin ja da, ja, wie man sagt, in Session 51, jetzt machen wir das in der 51. Woche, bin ich immer noch genauso unvorbereitet wie vor über einem Jahr. Aber das ist ja vollkommen wurscht. Habe die Ehre miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Chris, der Mr. Schulz, der Herr Henkertschiff, der iPyra auf Twitch, der Zweite, der Stefan, der Brezen, Irit Borisch und du, die Melone. Wen haben wir noch? Der Maxi Gasser, der Herr Kutsche, der Landwirtschaftsgamer, der Iggy spielt, der Tobias Kappel, der Birger sein Bruder. Ich hab keinen Bruder. Ja, jetzt haben wir wieder so weit, dass alle da sind. Und es eskaliert komplett. Ich kann. Was ist denn das? Wer ist das? Was macht ihr da? Ich will das Poster von World of Warcraft wieder sehen. Okay. Das ist übrigens kein World of Warcraft Poster, du Noob! Smurfin! Und du bist Mod! Aus Sis. Der Herr Meier, der Herr Penzenthaler, der Herr Gasser, der Herr Namenlos, der Sepp, der Skillerboy, die Melone haben wir schon gehabt, der Herr Lamter, der Herr Tschatschik, ich kann ihn nicht aus, Mariansen, was auch immer das ist, was ist denn das? Der Herr Schneider ist auch wieder da, habe ich die Ehre, Herr Mo. Der Herr Scheuner, der Herr Langeiner, der Herr Stuhlgang, der Herr Penzenstaller, der Matze, ich weiß aber nicht, ob man da Matze oder Matze sagt. Weil bin ich aber auch bloß behindert, ist ja wurscht. Stuhlgang haben wir schon gehabt. Alexander Fortnite bin nicht gut. Das ist natürlich immer gut, wenn man seinen YouTube-Kanal Alexander Fortnite bin nicht gut schreibt, weil dann schauen da mit Sicherheit mehrere Leute zu. Um Gottes Willen, Alter, wer sollte denn das lesen, Leute? Ich komme online. Der Herr Champel Junior spinnt 229. Herzliches Dankeschön, kennst mich noch, alles für Birger. Warum geht das schon wieder nicht, dass das vorgelesen wird? Kann man das irgendjemand sagen? Herz ihr das, wenn das irgendjemand vorliest? Herz ihr das? Ich hör's nämlich nicht. Warum höre ich das schon wieder nicht? Muss ich auf Boxen umschalten. Sehe ich das richtig? Warte mal. Schalten wir mal auf Boxen um. Hallo, check, Mike, Test 1, 3. Ich weiß nicht, ob's... Jetzt geht's. In der Hoffnung, dass ihr das lesen und hören könnt. Herr Spontaner Black 88. Merci, wir haben eine neue Donation. Kannst du jetzt noch mehr aufhören, Servus zu schreiben? Wir schreiben seit 3 Minuten, schreiben wir nur, habe die Ehre, servus. Der alte Hut, der Herr Alex einfach, habe die Ehre. Der Mr. Manuel, der Herr, wir sollten nie, weißt, ich habe wirklich die Zeit genossen, wo ich wirklich noch einigermaßen lesen habe können, wer habe die Ehre schreibt, aber es ist halt einfach gar jetzt. Es hilft ja sowieso nicht. Es hilft ja sowieso nicht. Erstmal merci an die Spender, die gerade da waren. Da muss ich jetzt schnell nachschauen, wer das war. Aber so lässt man das nicht durchgehen, dass ich das nicht mitkriege. Wenn mir jemand da irgendwas herdonatet, so geht's dann nicht. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir sind kein Shroud, dem 54.000 Leute zuschauen, der gar nichts mehr sagen kann, weil was soll denn das auch, wenn du mich fragst. So, da müssen wir jetzt mal kurz schauen, weil das müsstet ihr eigentlich sehen. Er ist ein Rasenspringer. Suff beide hochspielen! Ich weiß nicht, war das eine Frage, ob es das bei mir gibt? Herr Kuba, vergelt's gerade für den Euro. So, wen haben wir da noch gehabt? Ich seh's auch nicht. Doch, der Herr Champel, kennst mich noch? Hashtag alles für Bürger. Herr Champel Junior, 2,29 €, vergelt's gut. Um ganz ehrlich zu sein, nein. Henke, nein! Großes Dankeschön für die Streams und die Videos. Bleibt gesund und munter. Darfst auch gerne Doni zu mir sagen. Doni, vergelt's Gott für, aber ohne Scheiß, bitte nicht mit 20 Gramm anschmeißen, bitte nicht. 2,29 €, merci, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Doni, herzliches Dankeschön für deinen 20er. Wo kommt der her? Bin aus Bayern, merci für den Euro. Wo kommst du her? Gut, so, wo komme ich her? Offensichtlich ist mal wieder Fragestundezeit. Ist schon wieder Fragestundezeit. Wir haben ja ohne Scheiß seit dem Crispy Rob Video über 1000 neue Leute dazu gekriegt, also seit letzter Woche. Und da haben mit Sicherheit ein paar neue dabei. Erst einmal Special Greets an die ganzen neuen Leute, die da sind seit letzten Donnerstag. Die Geschichte mit dem Crispy Rob
Ja, hat halt sein müssen, das hilft auch nicht. Ich hab's jetzt 1500 Mal zugeschickt gekriegt. Erst einmal habe dritt an alle, die mir also fleißig habe die schreiben bin. Hörst jetzt auf, Mr. Max, Zwickel, vergeht's gut. Merci, schönes Wochenende euch auch. Deswegen ist vielleicht wieder Zeit für eine Fragestunde. Wo komme ich her? Was ist mein Lieblingsbier? Und Birger, rappst du eigentlich? Und can you do this? So, also ich komme aus Landau. Falls es irgendjemand interessiert, der Neider ist, ich komme aus Landau, das ist mitten in Niederbayern. Landau kennt in der Regel keine Sau nicht. Dingelfing kann man kennen, also Dingelfing, weil da ein riesendrum BMW-Werk steht und das kennt man in der Regel einfach. Ja? Denken wir zumindest so, oder? Wir haben ja instant 550 kleine. Was ist denn los wieder? Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Es ist kein Video, kommen die Woche, kein gar nichts, es sind 550 Leute drin. Ja, was soll ich jetzt da noch sagen dazu? Außer erst einmal habe ich dir ja die nächsten 100, die es gerade reingeschwappt hat. Ja, wie schaut's aus? Ich komme ja aus Landau, was soll ich jetzt da noch groß sagen? Das ist irgendwo zwischen Dingelfing und Straubing. Ja? 20 Minuten von Straubing weg, Viertelstunde von Dingelfing weg. Was soll ich sagen? Viele Leute haben mich gefragt, bevor das Video losgegangen ist, kommst du heute in Dingelfinger Kirche? Da sag ich, nein. Ganz ehrlich, Ende Oktober oder Volksfest dann, nein. Der Herr Weber fragt mich, zockst du heute etwas? Ganz ehrlich, vorgehabt habe ich es nicht, aber ich hätte da was. Das habe ich mir eigentlich, ich habe mir das eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe mir was bestellt bei Amazon. Warum ich das da habe, weiß ich nicht. Pass auf. Und zwar habe ich da was liegen, da wollte ich eigentlich ein Video draus machen, ja? Vielleicht mache ich das dann nächstes Jahr zum Oktoberfest ein Video draus, wenn wir überhaupt ein Video draus machen, und zwar das kann man spielen. Wenn Interesse besteht später, dann kann man vielleicht einen Oktoberfest-Manager spielen. Ich denke mal allerdings, dass es ein riesengroßer Rotz ist, weil es hat mir exakt 89 Cent bei Amazon gekostet und ja, hat mir übrigens noch ein zweites abgestellt. Moment, ich habe nur eins. Der Herr Müller fragt mich, ob ich schwanger bin. Das ist mein Geheimnis, ich bin immer schwanger. Ja, das ist erst gestern gekommen. Leider Gottes zu spät, das ist Oktoberfest Wiesengaudi. Und wenn das nicht das beste Spiel auf der ganzen Welt ist, Herr Oliver Alpha, du der Händelhax. Merci für deinen Euro. Und ja, es ist alles klar, aber was ich viel lustiger finde als du der Händelhax ist, du die Händelhex. Aber ist ja gut. So, das da und das da. Ja? Das müssen zwei Top-Spiele sein. Ja? Top-Spiele sind das. Da geht's ganz anders. Da habe ich ganz tief in den Geldbeutel gegriffen und und die zwei Spiele miteinander haben wir in Originalschachtel, haben ja noch original verpackt und so. Wobei das, um ehrlich zu sein, nicht. Warum ist es nicht original verpackt? Wahrscheinlich hat es 15.000 Greier hinterher, keine Ahnung. Warte mal, müssen wir nachschauen. Ja, es hat Greier hinten. Also es ist auf alle Fälle schon mal gebraucht gewesen. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, dass wenn man allein das Beutel da vorne schon sieht, dann ist da hier sehr viel zu erwarten, meine Damen und Herren. Sehr viel. Beim Oktoberfestmanager bin ich mir nicht so ganz sicher. Der kostet regulär eigentlich 5 Euro. Herr bayerischer Blutmann, somebody touch my Spaghetti. Leg den Hammer. Was war denn das jetzt? Und dann der Tatscha, der Marscha, Baguette. Herzlichen, oh Gott, ich erstick schon wieder, haben wir noch nicht mehr angefangen. Herr Boris Blut, vergeht's gut für deinen Zwickel und ja, ein schönes Wochenende. Ich schau schon wieder so zerzaust aus, dass es ganz aus ist. Der Herr Jakob, und ich bin jetzt schon wieder heißer. Nach 9 Minuten und 17 Sekunden. Ja, Gratulation. Ja, gut. Also auf alle Fälle, wenn wir irgendwann einmal was spielen im Stream, dann eins von denen zwei, wie soll ich sagen, sagenhaften AAA-Titeln. So. Weil wir uns letzte Woche auch so ausgiebig übers Zocken unterhalten haben, habe ich mir gedacht, weißt du was, zeige ich es euch doch vielleicht vorher einmal, jetzt sind so viele Leute da, das ist dann ja eh wurscht. Und nächstes Jahr, wenn ich ein Video, ich wollte eigentlich anstatt der Oktoberfest-Top-Liste, beziehungsweise im Crispy Rob sei, kleine Vergackeierung, in der Hoffnung, er nimmt es mir nicht zu übel. Gibt ja ein paar so Stimmen, die schreien, oh, jetzt kriegt er einen Haufen Stress, weil er sich mit Crispy Rob angelegt hat. Ja, oh mein Gott, nein.
Wenn er das nicht mit Humor nehmen kann, dann weiß ich es auch nicht. Und wer einen Unterschied nicht versteht zwischen todernst und ein bisschen ein Späßle, verstehst du mich? Herr Turek! Silber, ich bin ein großer von Wodia. Kannst mir eventuell grüßen? Schöner, doch wünsch ich da. Mr. Herr Turek, welche Frage ist denn das bitte, ja? Erst einmal vergesst gut für den Fünfer zum Grüßen, das muss kein Fünfer nicht kosten. Habe die Ehre an den Turek Gaming, der hat's mir mal gefallen, schaut mal beim Turek Gaming im Kanal rein. Schaut mich so an, als da der Zocken, wenn es interessiert, vorbeischauen, schaut mit Sicherheit nicht. So, aber wenn wir jetzt stehen bleiben, ich weiß nicht, mal von meiner Baby. Bürger alte Wursthaut. Wursthaut! Leider wieder packen. Ah! Zum Rauchern und Bier trinken. Ja, okay. Das ist die einzige Entschuldigung, die ich gelten lasse. Herr Suftbeidel angespielt, vergesst gut für den Fünfer. Ja, viel Spaß beim Rauchen und Biersaufen. Das ist das einzig Sinnvolle, was man am Wochenende so tut. Das nächste Video, das übrigens kommt, bin mir noch nicht sicher, ob ich es bis Sonntag schaffe, aber ansonsten Mitte nächster Woche, wie ihr das vielleicht schon merkt, mein Videorhythmus zieht sich ein bisschen in die Länge. Absicht. Und überhaupt und sowieso. Wird alles ein bisschen ruhiger, ne? Winter ist bei mir immer ziemlich stressig in der Arbeit. Habe ich nicht ganz so viel Zeit für Videomacherei. Beziehungsweise ich habe schon so viel Zeit, genauso viel Zeit für die Videomacherei, aber habe einfach mehr um die Ohren auch noch so. Und deswegen kommt es nicht ganz so schnell. Mr. Max! Test 1, 2, 3, die Stimme der Tante ist. 123, die Stimme der Tante ist zu leise. Warum ist die Stimme der Tante zu leise? Dann muss ich quasi die Donations vorlesen. Verdammt. Ja, irgendwas spackt mit meinem Sound auch übereinander, wenn ich dort Boxen laufen habe oder mein Headset auf habe. Das nervt mich jetzt. I'm sorry. Mr. Max 510 schreibt. Test 1, 2, 3. Die Stimme der Tante ist zu leise. I'm sorry. Warum? Vielleicht bringt das was. Moment. So. Haben wir hier Einstellungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Einstellungen. Audio, Desktop, Audiogerät. Da nehmen wir natürlich die Realtek High Definition Schieß mich tot Scheiße her, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Ihr seid besser. Also ich hoffe, ich sehe zumindest wieder einen Tonausschlag, wenn Musik im Hintergrund läuft. In der Hoffnung, dass, hört ihr gerade Musik im Hintergrund? Oder habt ihr die gerade gehört? Und wenn nicht, hört ihr es jetzt? Ich bin ein Rasensprenger. Haut jetzt hin. Mr. Bike, Junkie. Habe DRRRT. Oise fit bei dir, du Zipfelschwing A. Bei D. mir ist, man sagt doch aber so schön bei uns, schlechte Leute geht's immer gut. Was soll ich jetzt da drauf antworten, wenn es heißt, geht's dir Zipfelschwinger gut? Beziehungsweise ist alles fit. Die Frage ist bei euch alles fit? Mr. Smurfin! Wenn's ganz leise bist, kann man A die Donation hören. P. Hört man es jetzt? Besser? Es heißt, nein. Scheiße, das hat aber so ein bisschen Verzögerung, dass ich nicht mehr weiß, was ich vor 2 Sekunden gefragt habe. Jetzt geht's, ja, wir hören die Musik, vorher nicht, Penis, jetzt läuft er, die Tante haut jetzt wieder hin, passt. So wollte ich das. Was auch immer da übereinander spackt, ich wenn bei mir meine Audiogeräte umstelle, von Headset auf Boxen und von Boxen auf Headset, dann checkt mein Streaming-Programm leider Gottes offenbar nicht mehr, was ich tue. Und dann geht einfach gar nichts mehr. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob der Plötze da ist. Vielleicht ist nämlich der Katzbrocken oder der Plötze da. Nein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist leider nicht da. Aber hilft er nicht. Der Ton ist jetzt 101. Wie 101? Ist 100 gut und 101 kann ja schon wieder voll in der Hose sein. Und ich bin mir nicht sicher. Tja, was gibt's heute zum Schmerzen? Gibt's heute irgendwas Besonderes zum Schmerzen? War irgendwas Tolles los unter der Woche? Ich weiß nicht. Das einzige Mini-Highlight, was war, das war ja die Wahl letzten Sonntag. Wer war beim Wein? Ich weiß schon, bei mir geht es normalerweise nie um Politik. Ich weiß, wird es auch heute nicht darum gehen. Aber das ist ja irgendwie das Einzige, was in der Woche passiert ist. Wenn du mich fragst. Ja, was ist sonst passiert? Schönes T-Shirt, gute Wahl. Gute Wahl. So, hier, Special Greets on as always. Trachtmann for the win. Der Austria Boy, grüß dich, Servus. Wir müssen uns wirklich einmal was mir in letzter Zeit wirklich sehr gehäuft auffällt, ist, dass sehr viel Leute, ich verstehe das, ja, ihr schreibt es wahrscheinlich, 90% von euch sitzen nicht am PC oder so, sondern halt am Handy und tippen da.
Aber lest ihr das? Was beim Chat kann ich das verstehen. Da kommt die Nachricht, ist dann gleich wieder fort, da ist es wurscht. Dann nehmen wir das nicht so genau, wenn irgendwelche Leichtsinnsschreibfehler oder sonst was drin ist. Aber in Videokommentaren, die stehen dann doch dafür immer, vorausgesetzt, ich lösche das Video nicht. Da ist wirklich von 10 Kommentaren, ist glaube ich teilweise nicht ein einziger ohne Fehler. Und da rede ich nicht von so Sachen wie Kleinschreibung oder sowas. Weißt du ja nicht, da scheiße ich auch drauf, ich schreibe auch hinter alles groß oder alles klar, weil es wurscht ist. Und ansonsten aber haben da teilweise Kommentare drin, da wollen wir wirklich denken, so, Alter, das kannst du doch nicht, keine Ahnung. Das wolltest du doch nicht so schreien. Das ist doch klung. Weiß ich nicht. Bei jedem zweiten Kommentar sitze ich da und denke mir so, kannst du schon wieder ein Video drüber machen. Strengen wir uns doch einmal ein bisschen an. Zumindest in die Kommentare. Nicht jetzt da im Chat, da ist mir scheißegal. Das liest später kein Mensch nicht und überhaupt nicht sowieso. Außerdem muss da schnell gehen und dann ist man zu faul zum Korrigieren, das ist mir schon alles klar. Ich bin der größte Faul, sagt der umeinander sitzt. Aber, wie soll ich sagen, da muss man sich halt einmal 5 Sekunden mir geben, wenn man einen Kommentar unter ein Video verfasst. 5 Minuten bloß. Ja, nicht 5 Minuten, wir brauchen 5 Minuten für einen Kommentar. 5 Sekunden bloß. Ja, und nicht groß Kleinschreibung, sondern halt wirklich, da wenn dann dort steht, statt Servus, steht halt einfach Erdnuss dort oder so. Da muss ich halt einmal sagen, Kinder, lese halt 5 Sekunden durch, was du schreibst. 5 Sekunden bloß. Aber gut, mein Gott, das muss ja jeder selber wissen. Demand TV schreibt, wie alt bist noch du? Da ist noch jemand, den wir mit unserem Mini-Insider-Joke noch nicht auf den Sack gegangen sind. Ich bin sowas zwischen 6 und 46. Jakob Hörmann schreibt, Servus aus Österreich. Die Mau ist schon mitten im Bau und die Preisen zahlen. Und ich weiß, dass mein Deutsch für ein Arsch ist. Was für eine Mauer? Also du bist schon dabei, die Mauer zu bauen, quasi die mit mir. Ja, das ist gut. Das ist gut. Schreib's mir, ich schick dir meinen Pfandkasten, schicke dazu. Das ist mein Beitrag. Für die, die nicht wissen, von was zur Hölle mir da schmatzen. Der Plan ist eine Mauer um Österreich und Bayern und die rechte Seite von der Schweiz zum Bauen und alle anderen dann so mal. Wir stehen wir dann drin, macht man so und schmeißt man die Preisen, die aufschauen und das Knackbrechen mit Leberkasten kaputt. So. Das war mein Plan. Ja. Das war, wenn ich Wahlkampf mache, da den genau so machen. Ach ja. Der Bierdon schreibt, was hältst du von der deutschen Nationalmannschaft, wie die spielen? Puh, also ganz ehrlich, das ist mein Video zu dem Thema in der WM, das geht da heute noch. Ich verstehe nicht, warum alle Leute, die was zum Song haben, egal wo, Fußball spielen, geht's vielleicht noch mal kurz um Politik, sonst wo oder was weiß ich, an allen Stellen, wo die Leute was zum Tor haben und einer offensichtlich von allen Seiten gesagt wird, verpisst euch, tritt von deinem Amt zurück und lass das jemand anderen machen, weil du offensichtlich ein geistig Behinderter bist. Was haben die für ein Problem, dass alle aber gleichzeitig geschlossen sagen? Nö. Ich rede hier von Löw, ich rede hier von Söder, ich rede hier von etc. Alle die gleichen. Ja, wir möchten hier mal analysieren. Ja, warte, ich hab analysiert. Ihr habt's kacke. Alles, was ihr fabriziert, ist scheiße. Fertig analysiert. Ende des Gesprächs. Verstehe ich nicht, aber gut, ist ja wurscht. Der Russia X11 TV fragt, habe die Ehre, woher kommst du? Du bist wahrscheinlich gerade erst zurückgekommen, aber ich erkläre es dann nicht mehr ganz aus, weil ich komme aus Landau. Das ist in Niederbayern. Niederbayern, jawohl. Der Andy Entertainment schreibt, Servus, wie geht's so? Ich wollte da einfach nur merci sagen für das, was du jeden Tag machst. Einfach nur danke, dass du dir jeden Tag den Arsch aufreißt. Danke wirklich. Also mal, Herr Andy Entertainment, vergelt's Gott, das ist ein wirklich sehr schönes Lob, das bedeutet mir sehr viel. Das hat mir vorher auch jemand in einer Donation mitgeteilt. Danke, dass ich das mache, etc. Riesenfan. Ganz ehrlich, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn ihr nicht da wart, dann ich den ganzen Scheiß nicht machen. Und einmal, weil du jetzt so krass geschrieben hast, Arsch aufreißen, jeden Tag und so weiter. Ja, ganz jeden Tag reiße ich mir einen Arsch auf. so ehrlich muss ich auch einmal sein. Steckt ein Haufen Arbeit hinter der ganzen Geschichte. Das wird ja jeder wissen, der einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, dass das nicht einfach so, blub, Video, passt, bam, 50.000 Leute da, ole, ole, wupp, 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 wupp.
So läuft halt der Hase nicht. Deswegen bedeutet mir das sehr viel, wenn jemand das so sagt. So ganz übertrieben krass ist natürlich nicht. Also ich stehe nicht um 8 in der Früh auf und dann gibt es noch YouTube und dann um 1 in der Früh gehen wir ins Bett. So ist dann auch nicht. Aber herzlichen Dank. Ich gehe schon mal Storner holen. Wann fangen wir an? Der Dennis Pollard schreibt, er geht schon mal Storner holen. Nein, das Lustige ist, unsere Mauer um Österreich und Bayern und Südtirol, die habe ich noch vergessen. Oh Gott, um Gottes Willen, Entschuldigung, Südtiroler habe ich vergessen. Die kennen irgendwo, weiß auch keiner so genau. Haben sie jetzt Italiener, haben sie keine Italiener, wohnen sie am Berg oben, wohnen sie im Berg drin. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ist wurscht. Wir nehmen die nördliche Hälfte von Italien, wir nehmen Bayern, wir nehmen Österreich und die rechte Seite von der Schweiz. Ne? Und vielleicht sogar noch, wenn wir ganz furchtbar gnädig sein und voll gut drauf sind, weil wir gerade, weiß ich nicht, 40 halbe gesoffen haben, dann nehmen wir vielleicht noch den südlichen Teil von Frankreich mit. Die wissen auch noch so einigermaßen, was deren. Und dann bauen wir eine riesengroße Mauer rundherum, so. Tak. Und die bauen wir natürlich nicht aus Stein, sondern, was haben wir denn da im Überfluss? Und wisst ihr nicht, wohin damit? Die bauen wir aus leeren Kasten Bier. Das ist aber sowieso klar. Und zwar so verfickt hoch, dass der Preis, wenn er vorbeigeht und aufschaut, sich automatisch das Knack bricht. Das ist der Plan dahinter. Und wenn es nicht bricht, dann stellen wir mir oben und da werfen wir von oben mit Leberkassemen. Da sage ich gezielt Leberkassemen, weil so ein Wecken Leberkass-Batzen, der ist definitiv schwerer wie zwei paar Weiße, die muss dem per Nunchaku im Fuß trifft. Wie auch immer, das kann ja jeder dann machen, wie er will. Ja, das ist so, wie soll ich sagen. Und das Ganze tauft man dann Alpenrepublik. Alpenrepublik. Ja? Was meinst du, wie dermaßen gut das uns geht? Was meinst du, was da los war? Was meinst du, was da los war? Da geht einiges, da geht alles. Alle anderen gehen unter. Was warten wir? Kein Mensch hat irgendein anständiges Auto auf dem Planeten, wenn wir mir nicht da warten. Versteh nicht. So, an dieser Stelle gilt wieder. Falls jetzt wieder die Ultraschlauberger kommen. Oh, das ist immer so ziemlich krass, was du da sagst. Ja, ich verstehe nicht, wie man einen Unterschied zwischen einem Späßle und einem Todernst nicht verstehen kann. Wie realistisch ist eine verfickte Alpenrepublik? Mr. Tobi! Ach, irgendwann, da kommt noch was, ne? Vergelt's für deine 99 Cent! Dann die schreibt, nice video, how to build a wall. Out of Bierkasten. Weiß ich nicht, was heißt Bierkasten auf Englisch? Ein Tragel halt. Ich glaube schon. Excuse me, Sir, do you have a Tragel? Bier. Das nicht nach Wasser schmeckt. Schon mal ein Ami-Bier getrunken? Schon mal gemacht? Hat sich keiner einmal so irgendwie gewundert, wenn man sich einen Film anschaut, irgendeinen, scheißegal, irgendeinen Hollywood-Film halt, und dann wird aber Bier gesoffen und das kommt alle in den 0,33er Valley Lager Brunz-Kahe Flasche daher und dann ist es aber ein Bud oder ein Bud Light. Hey, Alter! Schon mehr ein Budweiser aus die Staaten drungen? Wenn ihr es nicht besser wissen dann schaut es sogar noch so aus. Wenn nicht, vergelt's gut für deine 99 Cent. Ohne Scheiß, ein Budweiser aus den Staaten. Es gibt ja meines Wissens zumindest, bitte belehrt mich eines Besseren, wenn es nicht so sein sollte, aber ich bin auf dem Stand von hier und da einmal, weiß ich nicht, das ist ein paar Jahre her, aber ist wurscht. Es gibt ein Budweiser bei den Amerikanern und es gibt ein Budweiser bei den Tschechen. So, beides Kacke, ist ja egal. Der Amerikaner, das schmeckt sprichwörtlich wie Wasser. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Es schmeckt, wenn ich jetzt da das halbe kriege, ja, ist ein Babymaß. Da, jetzt kann man an meinem Dates kann man es bemessen. Ja? Take a Babymaß for scale. Da ist jetzt 3/4, 2/3 Wasser drin. Da, wenn ich jetzt eine normale halbe nehme und schütte das da drauf, ja, egal was, Wurst, Hels, Weißbier, scheißegal, weil man Weißbier nicht das halbe kriegt, das ist mir ganz wichtig. Wisst ihr nichts, vergesst gerade für Nummer 99 Cent. Falls du versuchst, irgendwo eine Nachricht zu hinterlassen, das müsste schon irgendwie gehen. Ich weiß ja nicht, was du da tust. Hoppala, da hat es mir einen Koppel rausgehauen. Das war Absicht, aber es ist nichts passiert. So. Wenn ich da jetzt ein Bier drauf schütte, dann schmeckt das wie bei den Amerikanern. So kannst du das ausprobieren, wie Budweiser bei den Amis schmeckt. Das bei den Tschechen ist ja total besser, das schmeckt zumindest ansatzweise nach Bier, aber das andere Graffe da. Und die allergeilste Scheiße ist noch, es gibt ein Bud Light. Es gibt bei denen Lightbier.
ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nicht damit befasst, ich habe noch keins getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird ja nicht passieren. Ich möchte so gerne wissen, was das dann ist. Ist da dann kein, was ist das dann? Ist da kein Zucker drin? Da gibt's ein Bud Zero. Das ist dann wirklich bloß noch Wasser mit ein bisschen am Farbstoff drin damit und ein bisschen am Spülmittel, damit es ein bisschen scheimt und gelb wird. Weiß ich nicht, dann kann ich mir jetzt halbe Krieg gleich pissen, genauso. Also ich weiß nicht, was das soll. Die bombengeilen Amerikaner, das ist wirklich stark. Die Amerikaner, die wissen wirklich, von was das reden. Also wenn es ums Saufen geht, da ist der Amerikaner hier, da ist er hier on. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Das ist ja das Geile, wenn es dann... Also jetzt kommt es bei mir natürlich nicht mehr vor, weil ich schon seit 15 Jahren aus der Schule raus bin. Aber wenn man in der Schule ist, dann gibt es sogar diese Austauschprogramme. Ich bin ein Rasensprenger. Mr. Nick, jetzt! So, jetzt reicht's. So, jetzt reicht's. Isa auf jetzt A. Goasmas. Vergesst, es wird Zirkel 29, das tust, lass das schmecken. Wo haben wir nicht? Ich bin ein Rasensprenger. Ja, okay. Mr. Maniac T! Lightbier Amis Gesicht mit Freudentränen. Ja, Lightbier-Amis. Weil der geile Amerikaner, seine ganze Bevölkerung ist ein einziges fettes Arschloch. Weiß ich nicht. Was ist das Erste, was uns in den Sinn kommt, wenn man an Amerikaner denkt? An irgendeinen fetten also richtig fett, der beim Mackie drin sitzt und dann nicht auf den eigenen Stuhl, also wie soll ich sagen, seinen quasi eigenen fahrenden Stuhl mitbringt, weil er selber nicht mehr gehen kann. Da kommt der Herr, der Quamper, die Teufel. Ja, excuse me, sir. I wanna have 200 chicken McNugget. Yes, sir. Yes, I want it and a Coke Zero. Because I have to watch my fucking Ranzen. Was ist das denn? Was soll das? Also, das ist doch das Erste. Und gleichzeitig hat der dicke Ami, hat er da in der linken Hand hat er einen Topf mit 200 Chicken McNuggets und in der rechten hat er einen M16 und ballert wild in seinem automatisch fahrenden Stuhl. Das mag er. Aber ganz ehrlich, irgendwie ist geil. Fett sei, faul sei, Nuggets einfressen, rumballern und am Ende des Tages aber eine Coke bzw. ein Bud Light bestellen, damit ich nicht noch fetter bin. Ich weiß doch auch nicht. Wer hat sich das ausdenkt? Aber der Amerikaner ist halt so. Der Amerikaner ist dumm wie Brot. Aber geil. Das ist dann, ja, ich weiß es auch nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Themawechsel. Wo sind wir? Wir haben übrigens jetzt 600 Leute. Holy shit, Leute. Ohne Krampf. Jetzt kriegt ihr eine kleine Aufgabe von mir. Schauen wir mal, ob wenn da heute noch 700 Toten stehen, dann flippe ich komplett aus. Wer sich wundert, da steht nicht 600, ich stream gleichzeitig auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Der harte Kern weiß das, aber die ganzen neuen Leute wissen das nicht. Sprich, ihr teilt jetzt diesen Stream in alle eure WhatsApp-Gruppen, schickt es eine Freund oder sonst was. Ich möchte sehen, ob wir mir da herum 700 Leute herkriegen. Das war der absolute Überwahnsinn. Aber gut. Wo waren wir? Stimmt, ich lese die ganze Zeit im Chat Dingelfing-Kierder. Das ist doch eigentlich das letzte Volksfest, kann man es ja nicht nennen. Ja, das ist ja kein Volksfest nicht. Ich darf das Wort, das ich sagen möchte, darf ich leider Gottes vor der Kamera nicht öffentlich sagen, weil sonst heißt es wieder, Birger, du bist ein Nazi! Du brauner Dreck! Ich bin voll gegen Gewalt! Aber wenn die Nazis auf die Straße gehen, dann der Wirf ist mit Ziegelsteinen! Ja, so ist es halt. Naja. Was? Julia Grünwald schreibt, machen wir wieder How to Cook. Wie How to Cook? Also quasi, ihr möchtet mal wieder gerne eine neue Anleitung für irgendeinen geilen Scheiß zum Fressen. Wir haben ja alle bayerischen Speisen haben wir ja durch. Außer eins, und das heben wir für einen Special Moment auf, das ist How to Schweiners. Weiß ich noch nicht, wann das kommt. Weiß ich noch nicht. Das nächste Video, so viel kann ich zu euch sagen, das ist ein How-To. Es geht aber um nichts typisch Bayerisches. Das habe ich aber auch schon immer und immer wieder mal gesagt. Dass das jetzt sich langsam aber sicher mal wandeln möchte, weil ich, um ganz ehrlich zu sein, habe die Schnauze voll
dass ich über den 500. Weißwurst- und Leberkässchänder irgendeinen Scheißdreck mache. Es langweilt mich einfach. Dann denke ich mir hier so, ja, das muss euch auch langweilen. Dann, und noch dazu, man wird mit Sicherheit bemerken, wenn ich irgendwann einmal keine Lust mehr drauf habe, sondern das mache, weil ich muss, mehr oder weniger muss, dann muss ich sagen, ist das halt ein Käse. Darum, und bei den How-Tos haben wir es ja schon des Öfteren einmal probiert, Mr. Chris V. Hobby der Rebelga, wo ISN Heißel. Jetzt wird eine 250. Wo ist ein Heisel? Du, da sitzt Franziska gerade drauf und schaut sie How-To scheißen an. Meines Wissens. Der Herr Schneider, meine Mom war ziemlich überrascht, als ich ihr gesagt habe, dass dir gerade 600 Leute zuschauen. Sagst deiner Mom einen schönen Gruß, Mr. Mo. Die habe ich letztes Mal ist am Berg aufgestapft, wie ich mit dem Auto vorbeigefahren bin. Und da hier vorne irgendwo in der scharfen Kurven. Jetzt weiß genau einer von 630 Leuten, von was ich rede. Und sie hat sehr erschöpft ausgeschaut. Aber ich war mir nicht sicher, ob es mich erkannt hat oder nicht, aber ich glaube schon. Sagst dir einen lieben Gruß, Mr. Mo. Franziska! Vorher habe ich noch gerade irgendjemand gefragt, ob ich letzten Samstag in Straubing auf dem Food Festival war. Ja, war ich. War wieder ziemlich lustig, weil wir haben da angekommen und haben dann quasi Backstage hinten eingefahren, weil, der Kumpel von mir, Josef Maria Erl, hat mit seiner Band da gespielt. Das waren, wer übrigens da war letzten Samstag, das war die allerletzte Band, die gespielt hat um 8, 9 auf die Nacht irgendwann. Heißt Nobody Needs a Hobby. Heißt Everybody Needs a Hobby. Kann man sich mal anhören. Gibt's übrigens auch auf YouTube, denn ich schaue noch nicht so ganz viele Leute zu. Da aber vielleicht einmal Zeit werden. Darum geht jetzt jeder her, schreibt in Suche eine. Entweder Josef Maria Erl. Nein, dann findest du nichts. Everybody Needs a Hobby. So. Und wem das gefällt, der lasst ein Like da. Ich bin ein Rasensprenger. Ich bin ein Ratensprenger. Kennst du das Video vom Helium-Bier? Mr. Baumann, erstmal vergelt's gerade für deinen Zwickel. Nein, kenne ich nicht. Video vom Heliumbier. Was ist das? Wenn wir gleich mal schauen. Schauen wir mal, das ist so. Heliumbier. Heliumbier, Biertest. Sollen wir uns das einmal anschauen? Sollen wir uns das einmal anschauen? Ich weiß ja nicht. Jetzt warte mal. Ich hab mir da extra eine neue Ansicht gemacht. Hast du Angst vor der Wirkung oder was? Wieso ist denn das Video schon wieder mit einem Toaster aufgenommen? Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob das geht. Ah ja. Das haut schon ganz gut hin. Warum das da oben so komisch verrutscht, weiß ich noch nicht. Aber ist ja wurscht. Also jetzt pass Obacht. Ich hab mir gedacht, lassen wir mal laufen und schauen wir, was passiert. Ich schüttel's jetzt mal nicht auf. Also noch nicht. Ja stimmt, du schüttelst ja sonst immer auf, damit die Kohlensäure rausgeht. Also wir haben ein super naturtrübes... Er schüttelt das ein bisschen auf, damit die Kohlensäure rausgeht. Was? Bier hier im Glas. Und mal einen kurzen. Oh, es riecht ein bisschen nach Gebäck, finde ich. Das Bier riecht nach Gebäck. Es ist gemeine Nussstriezelbier. Nach Zuckergebäck. Ja. Naja. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber... Ich hoffe übrigens, bitte schreibt's alle in den Chat ein, ob ihr das Video versteht, ob der Ton passt. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also entweder alle ja oder alle nein. Ton funktioniert, ja. Ton funktioniert nicht gescheit, nein. Wenn es funktioniert, dann ist das ein Geniestreich. Also mit Luftballons habe ich es gemacht, das funktionierte. Ja. Also so viel kann ich zum Thema Helium sagen. Das mit dem Helium funktioniert tatsächlich. Also du haust dir da, mit Luftballons habe ich das halt auch gehabt, weil wir halt da irgendwo einmal ein Dings gehabt haben. Herzlichen Dank fürs in Chat schreiben, der Ton funktioniert wunderbar. Das ist schon mal gut. Das Battle ist ein bisschen verschoben in meiner Video-Ausschneiderei da, was ich mir da zusammengebaut habe. Und so wirklich schön ist auch noch nicht, aber das kriegen wir schon noch hin. Habe ich gerade 5 Minuten vor dem Stream zusammengebaut. Ist wurscht. Auf alle Fälle wichtig zu wissen ist, wer das noch nicht gemacht hat, Helium mit Luftballonen funktioniert wirklich. Und es ist null irgendwie, tut das im Hals weh oder sonst irgendwas, das schmeckst du gar nicht und riechst du gar nicht und spürst du gar nicht und auf einmal fängst du schmerzen. No? Mr. Bavarian Potato! Servus Bilger Duoide Worthaut WIR schaut's aus mit de Late Night Streams. Darf mir schon wieder AFN Usain Bolt gefeier?
Jein, ich weiß noch nicht, was ich spenden soll. Erstmal vergeht's gut für deine Donation. Late-Night-Streams, ja. Komme ich später nochmal darauf zurück. Sie sind geplant, aber erst wenn bestimmte Spiele da sind, die wirklich Spaß machen und erst wenn wirklich der Winter da ist. Ja, so viel dazu. Vergeht's gut, ein Zwickel war's, glaube ich. Vergeht's gut. So, weiterschauen. Also es ist gar nicht so leicht, das herzustellen angeblich. Das Helium in das Bier zu kriegen, dass es drin bleibt, nicht gleich verflüchtigt und man soll es relativ schnell trinken, ja, wenn man es aufgemacht hat. Deshalb tun wir jetzt gar nicht lange rum. Also versteht es richtig, die saufen jetzt das Bier und dann schmerzen sie wie Helium-Menschen. Ich bin ein Rasensprenger. Wo die SN heiße. Hausi! Vergeht's gerade wieder ein Zwickel. Du hast den ganzen Witz von denen zwei jetzt gerade kaputt gemacht. Scheiße! Sag mir ernsthaft! Nicht ernsthaft! Du klingst wie... Sag mir doch nochmal! Du klingst... Und lass uns bewerten! Lass uns bewerten! Oh Gott! Du klingst wie Art... Du klingst wie... Oh Gott! Jetzt geht's wieder. Okay, so viel dazu. Dieses Video ist ein Fake. Also ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass das Helium, wenn du das inhalierst, nicht ansatzweise so lang anhält und ich glaube, das hört sich auch ein bisschen nach Computerstimme an und nicht nach, wie soll ich sagen, nachdem wie du Helium inhalierst. Und das dauert auch gar nicht. Also, du nimmst das einen Zug von so einem Helium-Luftballon quasi und dann kannst du vielleicht 2, 3, 4 einen Satz in Heliumsprache sagen und dann nimmt das wieder ab. Ja, und das nimmt kontinuierlich ab. Das hörst du in der Stimme, wie die langsam von piepsig zu wieder normal wird. Es ist ein lustiger Spaß. Ja. Habe ich mir schon gedacht, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, ein scheiß Heliumbier. Wie soll denn das funktionieren? Ja, selbst wenn da Helium drin war, wie sollte es das funktionieren? Das muss ja in deine Lungen und nicht in den Bauch. Naja, ist ja wurscht. Der Koi GX fragt, was hältst du von die Zelda Games? Meiner Meinung nach ist es die beste Spielreihe auf der Welt. Sagt man das da oben? Sagt man das da? Also ich habe da 5 Poster hängen von meinen, wie soll ich sagen, für mich einflussreichsten Spiele, die es gibt. Ja, ich zock sehr viel für alle Neuen, die dabei sind. Meine Hauptbeschäftigung neben dieser ganzen YouTube-Kacke ist zocken und natürlich auch leider Gottes arbeiten, weil das irgendwie muss jeder tun, aber ohne geht's leider nicht. Das werden wir nicht mehr erleben. Dass wir das nicht mehr... Mr. Rusher, das ist jetzt die erste Verwarnung. Wenn du jetzt nochmal mit so vielen Emojis daherkommst, dann war's das. Wo waren wir jetzt? Und ich drehe jetzt einfach mit Kamera um. Kann man das sehen? Also ich hoffe, man erkennt es. Das für mich beste Spiel aller Zeiten ist Secret of Mana. Dann die Zelda-Reihe, ganz besonders Ocarina of Time. Dann habe ich sehr viel Zeit in World of Warcraft verbracht. Dann in jüngster Zeit war das für mich beste Spiel der Witcher 3. Und da hinten sieht man noch Skyrim, das ist ein bisschen so hinter meiner Lampen da. Das ist Skyrim. Da haben wir ebenfalls ziemlich viel Zeit drin verbracht. Und da hinten oben jetzt stehen noch meine ganzen Spiele und der ganze Scheiß, ich weiß nicht, ob man das sieht da. Ich bin ein Rasensprenger. Das ist so der heilige, wir sind der Steven. Diablo 4 war wohl doch ein Fake. Hello Darkness, my old friend. Oh ja, Mr. Aaron, ich weiß. Erstmal vergeht's gerade für deinen Euro. Und ja, leider Gott, ich bin auch enttäuscht worden. Wann ist die News gekommen? Gestern oder vorgestern? Dass Blizzard uns, das Publikum, ein bisschen dämpft, dass kein Diablo 4 kommt und ein bisschen den Wind da rausnehmen. Also wir können uns in der BlizzCon am 5. November, glaube ich, nicht drauf freuen. Nicht drauf freuen, dass da irgendwie, wie soll ich sagen, etwas Großes im Diablo-Universum kommt. Ich rechne ganz schwer damit mit dem Diablo 2 HD-Remake. Auf das kann ich scheißen, sage ich dir ganz ehrlich, ist ganz nett, ja. Ich bin mir auch sicher, dass ich es einmal durchspiele und dann war's es. Aber ganz ehrlich, Arschlecken. Und ansonsten mein BlizzCon halt. Ich hoffe, dass dann kurz nach der BlizzCon
der WoW-Patch 8.1 kommt. Das war ganz geil, weil momentan lasse ich mein Abo auslaufen. Das läuft, glaube ich, in 3 Tagen aus oder so. Am Montag bin mir nicht ganz sicher. Falls da irgendjemand interessiert ist bei einem Frostmage, weil das normalerweise die nächste Frage ist, die kommt. Und was ich Gearscore von 3,72, glaube ich. Irgend so, ja doch, ziemlich genau sogar 3,72 seit gestern. Gestern habe ich ausnahmsweise in der Mythic Plus Kiste einmal keinen Scheißdreck drin gehabt. Und überhaupt sowieso viel wichtiger ist Franziska. Weil ich vorher gerade gelesen habe, wo habe ich diese Poster her. Die habe ich mir machen lassen. Also die habe ich selber gemacht. Im Prinzip. Und über Online-Druckerei einfach. Keine Ahnung, also ich habe mir halt die Dateien selber so zusammengebaut mit Logo da hier ausgeschnitten, auf Hintergrund draufgesetzt, bla bla bla. Und habe die dann in der Online-Druckerei in dem Format, genauso wie ich es halt da haben wollte, produzieren lassen. Hat eins, ich weiß nicht mehr wo, ich sag's euch wie es ist, ich weiß nicht mehr wo ich genau die machen habe lassen. Poster XXL oder so, keine Ahnung. Format irgendwie 1,5 Meter hoch, 40 cm breit, also Hochformat halt, habe ich halt mein Wind ausgemessen, dass die da schön alle 5 hinpassen, etc. etc., falls da irgendjemand Interesse hat. So, der Luke Holzner fragt mich jetzt, glaube ich, schon zum 40. Mal, ob ich dicht und ergreifend höre. Irgendwie kriege ich die wirklich nach wie vor jede Woche die Frage, ob ich scheiß dicht und ergreifend her. Nö. Ich mag es auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Mittlerweile kann ich einigermaßen nachvollziehen, warum sie den Hype haben, den sie haben. Weil das zweite Album ist ganz brauchbar. Das erste Album ist so schlecht, dass man die Kotze aufkommt. Leider Gottes. Ist halt so. Meine Geschmäcker sind verschieden. Und was mir mal am meisten stört, ist, dass die zwei so ein bisschen vergessen haben, wo sie herkommen. Aber andere Geschichte, alte Geschichte, interessiert uns schon lange nicht mehr. In kurz und knapp, wenn ihr bayerischen Rap hören möchtet, dann hört euch gefälligst einen Bieber oder einen Liquid oder einen Maniac an. Das ist was. So, wann machst du dein 50.000er Lied? Was für ein Lied? Ich mach schon lange keine Musik mehr. Ich weiß nicht, der harte Kernerin weiß, dass ich auch mal bayerischen Rap, mag ich es nicht nennen, bayerische Hamperer Musik produziert habe. Das findest du übrigens in meinem Kanal. Ja, wenn ihr meinen YouTube-Kanal ganz oben scrollt, da darf das irgendwo sein, wen das interessiert und so. Soll übrigens nicht heißen, dass meine Sachen besser sind wie die von Dicht und Ergreifend. Ja. Das wird dann gern hineininterpretiert, dass wenn ich sage, die haben Scheiße und was wir sind, vor allem Dingen sind Scheiße, ihre Musik ist ja nicht Scheiße. Ich kann bei ein paar einzelnen Nummern durchaus nachvollziehen, warum das die Leute gefällt, aber bei halt genauso vielen Nummern kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich ganz ehrlich, wenn ich mir das erste Album mache, dann schlafe ich nach 5 Minuten ein, weil ich mir denke, dieses Gemurmel und Gedudel, Alter, da kriege ich einen Vogel. Das hat mit Rap so viel zu tun, wie mit einem wie Ziegelsteiner auf Kaibewerfer, keine Ahnung. Da kriege ich Junge. Ich sag's euch, was ist, da kriege ich Junge. Abgeschaltet Frage, was heißt von Monaco F? Der Monaco F. Ja, es ist Rap, aber es ist schwammig einfach. Keine Ahnung, da ist immer, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich kenne ihn seit Ewigkeiten, ich kann aber nichts von ihm rezitieren. Ich kenne kein einziges Lied, kein gar nichts. Also kann nicht recht viel hängen geblieben sein. Und ich glaube, dass ich meinen Bieber seine Alben zum Beispiel, die habe ich auch für den Oberkehrt, die kann ich teilweise auswendig. Ja, weil es einfach geil haben. Weil da, teilweise kann ich mich damit identifizieren, teilweise halt mittlerweile, was er mittlerweile macht, nimmer. Der Bieber, ja, weil, keine Ahnung, mit seinem sehr psychedelischen Auftritt etc. und so weiter und so fort und hier 2 Hände voll Drogen ins Maul, weil alles wurscht ist, kann ich jetzt nicht so viel anfangen damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennoch ist die Musik ganz geil, aber nix aber. Das Allergeilste war, das Album von einer 2 von Bieber und Liquid und vor allem das Lied Hörst das, oder Hörst du die 2, ich glaube Hörst das heißt, das ist was, das Schäbert so richtig und sich als Schäberlied hat zum Beispiel Dicht und Ergreifend nicht ein einziges. Nicht ein einziges. Und weil da gerade jemand fragt, der Mann 2005, was hältst du vom Zipfelschwinger? Abgesehen davon, dass der Zipfelschwinger 5 Jahre alt ist, habe ich damals sehr gut nachvollziehen können, warum das so gut ankommt bei den Leuten, gleichzeitig aber auch nicht. Wusstest du schon, dass Scrabble jetzt in Buchstaben YOLO umbenannt wurde? Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Was? Weil Are Wistel hier. Mist, Aaron! Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Merci für deinen Zirkel, aber was? Scrabble ist in YOLO umgenannt worden. Warum? Warum? Warum?
Also, keine Ahnung warum. Oder was war das jetzt weiter? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil wir da gerade eine Frage gehabt haben, was wir fast noch nie da haben. Der JZE fragt, kannst mal dein Equipment vorstellen? So, das ist jetzt was, das ist das allererste. Wenn mir angehende YouTuber, die gerade anfangen, junge Leute, ganz junge Leute, die meistens nicht recht viel Geld haben, völlig verständlich, am Start sind, hey, ja, ich möchte das auch machen. Ich brauche unbedingt die geilste Kamera, das geilste Mikrofon, einen brutalen PC und voll das Licht und voll das Studio und was weiß ich. So, wenn ihr jetzt sagt, mit was ich meine Videos mache, ich kann es euch leider Gottes nicht mit der Kamera zeigen, mit was ich Videos mache, weil ich mit der Kamera meine Videos mache. Das ist eine geschissene Webcam, das ist ein Logitech 900C. Warte mal, muss ich nachschauen. Ich weiß nicht mehr, was für eine Version das ist. Ja? Es ist aber irgendein 900er, ein 920er. Ja? Es ist ein Logitech Webcam. Ich bin ein Rasensprenger. Mr. Message! Vergelt's für 2,50. Schutzgeld aus Oberschwaben, habe die Ehre, Don. Mr. Mackett, auf die habe ich gewartet. Ansonsten geht hier gar nichts. Vergelt's für deine Zykle 50. Schutzgeld für die Woche ist okay. Da allerdings auch für die nächsten 2 Wochen gelungen. So, jetzt mal so was. Also geschissene Webcam, ja, die kostet, was hat denn die kostet? Die habe ich zum Geburtstag vor 3 Jahren geschenkt gekriegt, irgendwann. Vorher habe ich eine 720er Webcam gehabt. Ganz wichtig, das Wichtigste, was, wenn ich das irgendeinem YouTuber auf diesem Planeten geben kann, ist dein Equipment. Interessiert keine alte Sau. Wenn das Video, das gemacht wird, scheiße ist. Ich bin ein Rasensprenger. Mr. Daragan von Park! Habedere Bilga. Habe dere Daragan. Und vergelt's gut für dein Zückel. Herzliches Dankeschön. An euch alle übrigens an dieser Stelle. Ja, was kann ich euch da noch mit auf den Weg geben? Mein Mikrofon habe ich einem Kumpel abgekauft. Samt einer, ich weiß, ich befasse mich nicht mit dem. Ich bin so viel, wenn viele Leute diese Gedanken, die sie in einer scheiß Equipment stecken, in ihren Contents von ihren Videos stecken, dann es 10-mal erfolgreicher sein. Dann habe ich ein Mikrofon, keine Ahnung, habe ich einem Kumpel abgekauft. Heißt ironischerweise Justin. Justin Minibig JM440. Keine Ahnung, es ist irgendein stinknormales 0815. War mit Sicherheit auch nicht teuer. Ich glaube, ich habe ihm die Soundbox und das Mikrofon für 80 € oder so abgekauft. Und das war so gut wie ein unbenutztes Teil. Mittlerweile habe ich es jetzt seit 3 Jahren in Benutzung. Oder seit 4 Jahren mittlerweile, glaube ich sogar schon. Und es erfüllt seinen Zweck. Das ist das Einzige, was ich sage, das war eine gute Entscheidung. Das ist das Einzige, wo ich sage, was bei mir am allerschlechtesten ist, der Ton. Das ist immer der Ton. Ich nehme nämlich halt dieses Mikrofon her für meine Videos. Und das baue ich dann irgendwie so zusammen, dass mein Mikrofon da so steht. So da. Warte mal, wir können ja mal mit der Kamera so herbauen, wie es in die Kruzifix-Videos ausschaut. Ja, das soll wahrscheinlich jeder, der gerade zuschaut, kennt meine Kruzifix-Videos. Okay? So. Und zwar, ich nehme diese Kamera her und dieses Mikrofon. So. Eigentlich kann man auch mal im Steh streamen, oder nicht? So, Stuhl fahren wir da hinten. Mikrofon baue ich meistens dann da so her. So. So, bloß dass die Kamera weiter hervon ist, dass man das Mikrofon halt nicht sieht. Ich hoffe, dass ihr mir jetzt verstehen könnt. Könnt ihr mir jetzt verstehen? So, das ist quasi, dann habe ich da unten mal so eine Markierung hergepappt, wo ich dann quasi stehe, damit ich weiß, dass ich einigermaßen mittig in dem Video stehe. Was im Stream natürlich nicht geht, weil da auf der Seite im Prinzip der Chat ist, ja? So, das ist im Prinzip alles, was du brauchst. Mehr braucht kein Mensch, was noch ganz viel gebracht hat und überhaupt nicht viel Geld gekostet hat. Also wirklich überhaupt nicht viel. Der Mikrofonständer. Okay, es gibt 2 verschiedene Arten von, ich sag's euch, ich sitze mir wieder hier, das ist mir zu blöd. Das ist mir einfach zu blöd. So. So.
So, da sind wir. Kamera, zweit nach unten. Ole, ole. So, dann, was ich noch hab, der Mikrofonständer da. Gibt es 2 verschiedene Arten. Der ist natürlich ein bisschen windig, den ich da hab. Kostet aber auch bloß geschissene 15 Euro auf Amazon. Da gibt es so Mikrofonständer zwischen 15 und 20 Euro. Und dann gibt es den Mikrofonständer, den irgendwie alle größeren YouTuber haben. Der kostet halt 100. Ja? Der kostet halt 100 Euro. Dann frage ich mich, warum? Warum? Mein Mikrofonständer, den ich da habe, der ist genauso gut wie jeder andere. Der ist genauso lang, der ist genauso groß, etc. etc. Der halt, der tut, was er soll. Den kann ich da umeinander anstellen, etc. etc. Fest dran, lalelu. So, dann hat man so gedacht, warum haben jetzt alle anderen einen für 100 Euro? Und ein sauteures Mikrofon. Tja, weil unter den Videos immer ein Amazon-Link ist, wo die Scheiße dann, wenn das andere YouTuber kaufen, sie was damit verdienen. Sowas findet ihr bei mir zum Beispiel nicht. Weil mir das einfach zu blöd ist, ja. Ob's ihr jetzt, das kann ich euch ja so auch sagen, da muss nicht ich auch noch was davon haben. Das ist ein geschissener 19,95 € Mikrofonständer, Ende der Geschichte. So, dann habe ich noch dieses Licht. Das ist mit, da ist so ein Ständer dabei, da ist so ein Hauball dabei und das Ganze übrigens zweimal. Da hinten in so einer Tasche ist noch ein zweiter drin. Ich glaube, dass mich das Ding 40 oder 50 Euro gekostet hat. Ja, 2 Stative mit Sandsack unten dran, damit sie nicht umfallen können, riesengroße Lampen etc. Ja, seitdem schauen meine Videos auch nicht mehr so gar so finster aus und Qualität mit der Kamera ist so ausreichend, dass ich nicht sage, okay, jetzt kaufen wir uns für 1000 Euro eine Kamera, weil ich es kann. Keine Ahnung. Naja. Frag mich auch, warum die größeren YouTuber eine Kamera für 600 Euro brauchen. Ja, ich sag's, manchmal denke ich mir auch so, mittlerweile haben wir miteinander, weil ohne euch wird man nicht so groß. Wir sind jetzt 55.000 Leute. Ich denke auch immer wieder drüber nach, steige endlich einmal um auf Full-HD-Videos. Ja, aber dann brauche ich eine Kamera, eine gescheite. Und eine gescheite Spiegelreflexkamera kostet halt nun mal 500-600 Euro. Die werde ich mir auch irgendwann mal zulegen, ja, wenn ich sonst nicht weiß, wohin mit dem geht. Aber das ist halt nicht der Fall. Auch wenn es oft einmal im Streamer so ausschaut, ja. Aber da diskutieren wir jetzt nicht drüber, wie viel von einem Zwickel letztendlich bei mir ankommt, weil das glaubt mir sowieso keiner. Und ja, das ist im Prinzip alles, was ich habe. Das ist alles, was ich habe. Und meine ganze PC-Maschinerie etc., die habe ich sowieso schon vorher gehabt, weil ich sehr viel Computer spiele. Ja? Also ich spiele nicht mehr Konsole etc., ich spiele nur noch am PC. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst einigermaßen ein Mikrofon, das einigermaßen hinhaut. Mit dem Headset-Mikrofon ist scheiße. Bevor es eskalierst, Gesicht mit Freudentränen, Toni! Gesicht mit Freudentränen, Imuas weiter der. Mr. Toni, es war mir eine Ehre, Sie an diesem heutigen Freitagnachmittag begrüßen zu dürfen. Merci fürs Vorbeischauen. Merci für deinen 20er plus ein Zwickel plus ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ein schönes Wochenende. Hau die eine, hau die Ehre. So. Wie viel... Das sind so... Mann, ich nehme es natürlich keinem übel, dass er das fragt. Aber das ist was, da redet keiner drüber, ja. Der Dead Gamer fragt mich zum Beispiel, wie viel Geld hast du schon durch YouTube eingenommen? Das ist was, da redet keiner drüber. Du auch ich nicht. Ja? Wie soll man auch über das reden, dass nicht die eine Hälfte sagt, ja, du arroganter Wichser, du willst den ganzen Tag mit Geld zugeschissen. Und die andere Hälfte sagt so, Walleck, das ist ja voll wenig oder Walleck, das ist ja voll viel oder ist geil. Ja, passt. Ganz schwierig, ganz schwierig. Deswegen redet da auch keiner drüber. Über Geld redet man nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es ist nicht so viel, dass ich irgendwie davon leben könnte oder sonst irgendwas. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu sage, aber einen genauen Betrag werde ich natürlich nicht sagen. Maria Sophie schreibt, ab wann darf man ein Bier trinken? Ich bin 13. Also, abgesehen davon, dass du sehr genau weißt, ab wann man Bier trinken darf. Sag ich, das muss ja jeder für sich selber herausfinden. Ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der Moralapostel, der euch vorschreibt, wann ihr ein Bier trinken dürft und wann nicht. Währenddessen ich bei meinem ersten Rausch nach 3 Gashalbe mit 11 Jahren aus dem Auto ausgeschwimmen habe.
werd ich euch jetzt nicht erzählen, du bist ja 13, du darfst noch nicht trinken, beziehungsweise ich werd da aber auch nicht sagen, du bist 13, sauf der Birn voll. Das muss einfach jeder für sich selber außerfinden. Ja? Okay? So. Ja, der GTX 1000 Ti, beste Story und lacht. Was hältst du von der Mundwerk-Crew? Und ganz ehrlich, ich kennt die Mundwerk-Crew nicht. Was ist das? Auch Mundart-Rap oder wie sehe ich das? So, Taubize fragt mich, wie lang und wie oft schleuderst du einen von der Palme? Das ist ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt einmal irgendwas zwischen 2 und 4 Mal im Jahr am Tag. Und dann, je nachdem, wie viel Zeit das ich gerade habe und wie viele Leute da um mich rundum stehen, Hashtag Bukake Ole. Was sind das für Fragen? Gegenfrage, wie oft schleudert ihr euch am Tag ein? Weiß ich nicht. Wir haben jetzt übrigens 2018. Das ist nicht mehr lustig, wenn man übers Wichsen schmerzt. Weiß ich nicht. Das ist nicht mehr lustig. Kann ich nicht, weiß ich auch nicht. Der Tobi Schnitzel. Ich dachte, die sofort kaufen, Bürger bringen Verhaltenskodex aus. Ja, da haben wir schon so oft drüber geredet. Also im Prinzip eigentlich, wie das alles angefangen hat, sehr oft sogar. Verhaltenskodex, ich habe sogar schon mit meinen Leuten, also mit Kumpels von mir geredet. Hey, schreib mir das Ding, macht mir irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Taschenbier hier draus oder ein Heftel oder was weiß denn ich, wie wir das machen. War geil und wenn es bloß die Originaltexte aus meinen Videos sind, etc. etc. Aber das Problem ist, irgendjemand muss das halt schreiben. Das schreibt sie halt nicht von selber. Und es ist halt schwierig. Ja, schwierig. Und dann unterm Tisch liegt ein Riesendrum putzen. Kurz bevor es zum Kotzen geht. Und echt ein Bauern gesehen. Bürsche, da meine hast du Pech. Alter, komm mal her. Ich sauf dich jetzt um. Ich hab schon gesucht, du bist beim Holzschwert noch ein Grissbaum rundum. Auf geht's, hocken wir uns zusammen. Und stand ich zum Katteln. Hockt der her, sonst muss ich da einen Gleitschenschuh gatteln. Und am Schluss dann nimmt sie doch wieder jeder bei der Hand. Sag mal, ist die gute Freund, weil er jeder an jeden kennt. Das weißt du, das sauber nicht muss. Ich sitz auf der Mein Mikrofon war gemutet. Um Gottes Willen. Entschuldigung. Ganz ehrlich. Ich wiederhole, was ich jetzt gerade gesagt habe, ohne dass das Mikrofon war. Entschuldigung. Es wollte ich ausmachen, dass keine Rückkopplung nicht da ist und ihr das Doppelherz, weil es richtig gut ist. Und zwar alles, was ich jetzt in den 58 Sekunden gehört habe, ist, und das ist jetzt wichtig, das soll richtig, das soll jeder wissen, ist besser wie alles, was dicht und ergreifend jemals produziert hat. Warum kennt die keiner? Warum kennt die keiner? Warum? Wie soll ich denn sagen, ist mein Mikrofon wieder aus? Nein, Mikrofon geht. Ich muss ganz ehrlich sagen,
Also keine Ahnung, warum kennt die keiner? Warum kennt die keiner? Was ist denn das? Warum sage ich den ganzen Tag was scheißdicht und ergreifend? Hier, dort, da und das nicht? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, das ist das erste Mal seit ewig. Warum kenne ich die nicht? Verstehe ich nicht. Das ist richtig gut. Ich verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Einzige mal von Leuten, die ich nicht kenne, die aber Rap machen und die nicht so bekannt sind, da wo ich außerher, heilige Scheiße, die kennen allesamt was, Flow geil, Text gut, das ist halt jetzt immer der typische Standard, wie soll ich sagen, wir sind mal geil, ist jetzt alles Scheiße, Rap-Ding, das kenne ich auch, so ist es nicht. Aber Alter, das ganze musikalische Dingsbums und so weiter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig, wer immer mir das gerade geschickt hat, ich habe leider gerade schon wieder vergessen, wie der kostet, das tut mir leid, einer auf Twitch war's. Der Schnitzeltobi, glaube ich, war's. Bin mir nicht ganz sicher. Puh. Wir haben nicht nur lauter Bauern Biertimpfen, sondern kennen wir auch irgendwas. Ja, da wo nicht jeder peinlich mit seiner scheiß Lederhosen umeinander hupft und was weiß ich was. Ja, das mit die weiß-blauen Fahnen jetzt und so weiter am Schluss, das gehört natürlich dazu. Es passt ja natürlich auch, weil halt, das heißt halt auch normal, weil ich bin ein weiß-blauer und deswegen passt es da ganz gut, aber ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass wenn die andere Musik machen, wo es um andere Themen geht im Lied, dass da nicht überall jeder mit seiner scheiß Lederhosen umeinander rennt und irgendwo am Berg in der Wiesen und so tut, als darf man den ganzen Tag was Kühe machen. Ja, das ist unser großes Problem, warum uns die restliche Welt nicht so ganz ernst nimmt. Aber das hören wir uns jetzt noch ganz so. Schreiben muss und ich kommentiere wirklich sehr wenig YouTube-Videos, ja. Es gibt ganz furchtbar wenig Videos, wo ich einen Kommentar drunter setze, ja. Und zwar Grütze fix. Warum genau finde ich das erst jetzt? Warum genau kennt man euch nicht mindestens genauso wie D und E? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ende des Gesprächs. Kommentieren. So, rein damit. Verstehe nicht. Verstehe nicht. Herzliches Dankeschön an denjenigen, der mir das nochmal geschickt hat. Ja. So, weil ich jetzt schon wieder Kommentare lese. Nichts gegen Landwirt, hast du was gegen Bauern? Habe ich in irgendeinem Satz gesagt, dass ich irgendwas gegen Landwirte, Bauern oder sonst irgendwas habe? Nein. Aber wenn Leute kommen und irgendwas auf Bayerisch machen, auch ich, ja, das ist auch nicht, ganz unschuldig bin ich auch nicht, so ist es auch nicht, und sie dann immer mit Gewalt, da geht es wieder um diese peinliche Dekoration. Was hört man mir da eigentlich? Oh. So.
dass die dann immer, weil sie halt alles so peinlich dekorieren, so wie es halt Preisen auch machen. Und dann kommt dieses Laienhafte, alle springen den ganzen Tag bei uns in Bayern bloß mit Lederhosen umeinander in der Wiesn und machen Kier. Ja, so kommt das nach außen an, das Image, ja. Was heißt denn da dann, dass ich was gegen Bauern habe? Was ist denn das wieder für Blödsinn? Kinder, ohne Scheiß, denkt einmal ein bisschen nach, bevor ihr was schreibt. Fix, Mari, Hollerstein, 17 Mal im Pfotzen geschissen. So. Da draußen randaliert schon wieder irgendwas. Ich glaube, es ist eine Katz. Bin mir nicht sicher. Ist ja wurscht. So, der Real Skills HD. Und was hältst du noch an von den Los Brutalos? Oder ist dir das zu bauernhaft? Nein, Los Brutalos kenne ich auch. Da ist unser Mundart-Rap-Szene zu klein, dass sie da draus richtig was entwickeln kann. Ja? Ich finde Los Brutalos nicht schlecht. Die, wenn weitergemacht hätten, dann bin ich mir ziemlich sicher, hätten die auf den Train, den der Bieber und der Liquid ausgelöst haben vor 4 Jahren, 5 Jahren, 4 Jahre, 5 Jahre sowas, mit aufspringen können und hätten sie dann sicherlich musikalisch auch weiterentwickelt. Aber es gibt bei uns in Bayern halt einfach keine unbekannten Rap-Szene. Ja? Ich kenne noch einen einzigen neben mir damals, der Mundart in Bayern gerappt hat, den kein Schwanz kennt hat und der genauso klar war wie ich, mit 100 Zuhörern im Prinzip oder mit 50. Und da ist es halt schwierig, ja, dass ich das irgendwie etablieren kann. Das ist ja super schade, aber da haben wir einfach zu wenig Leute, die sich dafür interessieren und zu wenig Leute, die das machen. Einfach. Das glaube ich, ist so der Grund dafür. Und da mal auf Play drücken. Ja, die Musik, die übrigens da im Hintergrund läuft, das ist mein eigenes Musikzeug. Das ist das Musikzeug, von dem ich rede. Kann ich euch auch gerne mal was sagen, ihr könnt euch das aber auch hören. Also wir machen jetzt da keinen Livestream, dass mit ihr euch mein Musik zeigt und wir miteinander die Musik hören, das war ein bisschen für den Arsch. Aber naja. Außer 100 Leute von euch schreien jetzt, ja, hören wir so. Was weiß ich, dann können wir das schon machen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das in eurem Interesse ist. Der Bürger, ich komme gerade von einer Beerdigung. Was ist denn die? Birger und Bull, erst einmal, wen auch immer, warum du auf dieser Beerdigung warst, mein herzlichstes Beileid und wenn ich irgendwie deinen Tag aufheitern kann, dann sag mir wir. Und wenn ich es nicht mehr da lesen kann, dann tut es mir leid, dann hoffe ich, dass ihn einfach durch Zufall erheitert. Ein Stückerl bloß. So, was haben wir jetzt da noch? Hör mal so, oh Herrn, hör mal so. Hör mal so, bitte, hör mal so. Schreiben das immer dieselben oder schreiben das unterschiedliche Leute? Wohnst du eher an der Grenze zum Preisland oder zu Salzburg? Pfui, nicht da an Salzburg. Niederbayern. Ihr wisst, wo Niederbayern ist. Da ist die Grenze zu den Preisen schon eine Zeit weg. Aposep, du hast deinen Namen von CEO geklaut. Was? Wer? Was? Aposep. Hat der CEO ein Aposep tauft? Hey, das ist meine Art und Weise, wie man Namen verarscht. Sepp hinten dranhängen. Hab ich erfunden, hab ich ein Patent drauf. Aha, was saufst du in der Früh Red Bull? Was, warum? Ich sauf in der Früh kein Red Bull. Wer sauft denn in der Früh Red Bull? Wie tut denn das? Jessis Welten. Du hast jetzt gerade das Glück gehabt, dass ich deinen Kommentar gelesen habe. Mit könntest du mir einen Gefallen tun für meine Freundin? Ja, kannte. Das Problem wird jetzt, dass ich deine Nachricht nochmal sehe. Hättest du das halt gleich in die Nachricht eingeschrieben. Der Aposep schreibt, ich habe einen CEO nachgemacht. Ich verfolge einen CEO, um ehrlich zu sein, schon eine Zeit nicht mehr, weil mir der Sepp zu wenig oft vorkommt. Ich meine, er macht ja Hochdeutsche, er ist ein Bayer, das ist mir schon klar, aber er macht halt hochdeutschen Content. Da reden wir auch irgendwie jetzt mal drüber, über dieselben Personen. Was ist denn mit anderen YouTubern? Machen wir was mit anderen YouTubern. Ich muss dann fragen, welche anderen YouTuber? Dann sagt ihr Heider, CEO und ein paar andere Namen. Und dann gehe ich und denke mir so, der Heider, wenn das stimmt, keine Ahnung, hat er mal irgendwann in einem Livestream gesagt, er mag mit mir nichts machen, weil ich zu bayerisch bin. Was auch völlig in Ordnung ist. Er ist mir zu hochdeutsch, um ganz ehrlich zu sein. Kann aber vielleicht ganz lustig sein, was weiß ich. Und mit dem CEO weiß ich nicht. Ja? Abgesehen davon, ein Heider ist 10-mal so groß wie ich und ein CEO ist 10-mal so groß wie ich, dass ich mit denen was machen darf, war der absolute Überwahnsinn, das ist mir schon klar. Aber ich bin nicht der dann hinläuft und den Leute auf den Sack geht und sagt, hey, kann man mal was miteinander machen? Hey, Entschuldigung, ich bin der Bürger aus scheiß Timbuktu, Niederbayern, irgendwo hinter Dupfinger Moos, können wir mir was machen miteinander? Keine Ahnung.
Ich bin natürlich nicht abgeneigt, aber ich bin auch nicht die Person, die den Leuten so auf den Sack geht, hey, machen wir mal was. Beide finde ich übrigens gut. Ja. Ich finde, einen CEO kann man niemals böse sein. Ich glaube, der will in Kamera auf seine Art und Weise, mit seiner Rhetorik, mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, mit allem in die Kamera sagt, was weiß ich bin der Obernazi, scheiß Dingsbums und was ich jetzt nicht sagen darf, dann kann der immer noch nicht besser, weil er so ein verdammter, sympathischer Motherfucker ist, das ganz aus ist. Und beim Haider ist genau dasselbe. Er macht das ganz gut, was er macht, und ist auch ein super sympathischer Kerl und ich mag, was er macht. Der Haider, seine Formate gefallen mir besser wie ein CEO seine. Ein CEO seine, da bin ich immer kurz vor einem Epileptischen. Das ist echt ultra krass, wie schnell das die in seine Videos sind. Und hauptsächlich feiere ich ihn für einen Sepp. Ja? Weil das ist ja sicher ein Obdachloser, der Scheiß, das ganz aus ist. Finde ich schon ganz geil. Allerdings wird mir das, vielleicht bin aber ich allgemein so, wenn ich mir das an meine alten Sachen, wenn ich damit fertig bin und hab's 100-mal gesehen, schaue ich es nicht mehr an und finde es auch nicht mehr gut. Ich bin einer von denen, der seine eigenen Videos nicht anschaut, deswegen wurscht. Wenn ich mir 3, 4, 5 Mal hintereinander ein Sepp-Format vom CEO anschaue, dann wird es mir langweilig. Weiß ich nicht. Nicht, weil das Format an und sich langweilig ist. Das war eines der Formate, die mich nach langer Zeit einmal laut allein daheim zum Lachen gebracht haben. Muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Weil sowas Obdrats auf Bohrisch habe ich leider Gottes noch nicht gesehen bis dahin. Aber gut. So, warst du heute schon würsteln? Fragt mich der Mox16. War ich heute schon würsteln? Ja, ich glaube schon. Also ganz in der Früh einmal. Das ist doch das Erste, was man tut in der Früh. Erst einmal aufstehen. Wenn du am Vortag gesoffen hast, wundert's dich, lass dir erst mal einen Brumpfschrei los. Dann fragst du dich, ob das ein Marder oder ein Ratzenbukake war, die da ins Maul gehabt hat. Und dann gehst du erst einmal sauber abknödeln, weil der Linde Kackstift auf Besuch kommt. Und dann gehst du erst einmal sauber würsteln. Slayer! Sagt der Herr Scher, und recht hat er. Wenn ich fragen dir, was passt dir nicht am Dingelfinger Kircher, was mir am Dingelfinger Kircher nicht passt, also das fragst du mir als Landauer, dass da Dingelfinger drin vorkommt. Ganz einfach. Naja, der Mr. Sam schreibt, habe die Ehre, Bürger, ich feiere die, machst du weiter, hau die rein. Mr. Sam, vergeht's gut für dein Lob, das freut mich sehr. Special Greets an den Sam, hau die du rein, habe ich dritt. So, der GTX 1080 schreibt, kennst du ihn? Isaac Chissé ist der Haben wir schon vielleicht mal gehört, berühmteste Taxifahrer Münchens. Das ist ein bestimmter Preis. Die fahren so Das ist der geilste, er ist wirklich tipptopp. Wir sind heute mit dem 62-Jährigen verabredet. Sollen wir Er mal wird anschauen? uns sein München zeigen. Seit 40 Jahren lebt der Senegalese hier und fast genauso lange fährt er Taxi. Grüß Gott. So. Das ist übrigens eine wunderschöne Demonstration. Eine wunderschöne Demonstration, dass du erst dann ein Preis bist, wenn es dich verholst wie ein Preis. Und dann muss ein Senegalese muss kommen und besser Bohrisch schmatzen wie einige von uns. Also das sagen wir mal per Du mir zu. Also ja, ich bin der Isaac. Isaac Ich bin der Isaac. Das ist aber so ein seltsames Beutel, wenn er, was ist der politisch korrekte Terminus, wie wir ihn benennen, ich weiß nicht, farbiger, schwarzer, ich weiß nicht, er ist halt nun mal, er schaut halt nun mal aus, wie er ausschaut, das interessiert mich nicht, bloß ich muss mir schon wieder Gedanken drüber machen, was ich sag, und muss aufpassen, was ich sag. Was ist denn das, wo haben wir ihn eigentlich? Ich versteh's nicht. kam in den 70er Jahren nach München. Als erstes hat er damals den Das ist einfach ein seltsames Battle, wenn sie der umdrehen und sagt, Hanna, du mir zwei. Ich bin der Isaac. Da muss ich sagen, das passt nicht zusammen, aber ist geil. Viktualienmarkt gesehen. Wie haben es ausgeschaut in München? Der Viktualienmarkt da vor allem? Viel Veränderung, also tue ich nicht merken. Ja. Also das war alles, also sauber, alles, also ganz ordentlich wie heute halt. So wie die Deutschen sind. Also eine Zucht und eine Ordnung muss allerweil sein. Das ist so geil. Das ist so, warum du nach Deutschland gekommen bist, oder was? Nein, also damals war es so. Also nur wegen FC Bayern, wegen dem Fußball, wegen der deutschen Nationalmannschaft. Das war ein Plan. Ja, ist wegen dem Fußball. Ja, ihr könnt euch anschauen, da braucht es auf YouTube eigentlich bloß noch, der berühmteste Taxifahrer Münchens kommt aus Senegal. So. Dann könnt ihr euch das mal in Von Ruhe mir, anschauen. Weil ich wollte damals einen Beckenbauer sehen. Wer mag einen Beckenbauer nicht Isaac sehen? liebt nicht Lustige Seitinformation am Rande, wenn wir mir in die Abschlussfahrt gefahren sind, das war 2003 übrigens, sind wir auf Berlin geflogen mit dem Flieger und das halb.
Und wen haben wir am Flughafen getroffen? Den Kaiser. Dann habe ich mich mit dem Kaiser unterhalten, mit dem Beckenbauer. War ich sehr stolz, habe ich sehr gefreut. Herr Beckenbauer, an dieser Stelle einen lieben Gruß. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen kleinen Bürger im Berliner Flughafen drin, der so da gestanden ist und hat denkt so, alles klar, jetzt kann ich sterben. Alt werden habe ich nicht müssen. Nicht nur den FC Bayern, sondern auch die bayerische Lebensart. Er hat, wie man unschwer hört, auch den bayerischen Dialekt perfektioniert und verehrt die bayerischen Schriftsteller. Ich kann mit jedem zum Beispiel über Ludwig Gankofer sprechen, über den Starnberger Poet, der Oskar Maria Graf oder den Ludwig Thoma. Das ist ja ein Genuss. Aber in München redet Das ist ein Genuss. ja eigentlich gar keiner so mehr bayerisch wie du jetzt. Wir reden ja eigentlich alle Hochdeutsch. Ja, das stimmt schon. Also, aber trotzdem, ich bin derjenige, der immer dann sagt, also wir lassen unsere schöne bayerische Sprache nicht verhunzen. Ja. So, und das lassen wir uns jetzt auf der Zunge zergehen. Was er jetzt gerade gesagt hat, das sagt euch, das muss die Leute in Minge ein Senegalese sagen. Wir lassen uns unsere schöne bayerische Sprache nicht verhunzen. Währenddessen uns aber jeden Tag in die Schule schicken, wo wir Hochdeutsch zu sprechen haben. Das ist schon in Ordnung, ja? Hochdeutsche Sprache ist nicht schlecht und verkehrt. Jeder Bayer sollte in der Lage sein, einen hochdeutschen Satz zu kreieren und niederzuschreiben. Genauso soll er aber nicht vergessen, wo er herkommt und schmatzen daheim, wie wir halt schmatzen in der freien Laufbahn da. Da redet halt nun mal jeder Bayerisch. Und wenn du dann irgendwo dich bewirbst und kommst mit deinem hochdeutschen Versuch, scheißt oder her und jeder hört das eigentlich, was soll das? Das macht dich nur unsympathisch und sonst gar nichts. Chefs sind auch bloß Menschen übrigens. Und jeder ist abgeneigt bei uns da in fucking tiefsten Niederbayern, wenn jemand daherkommt und sagt so, ja, ich bin ja Carsten, ich würde mich gern bewerben als Schuhschachtel. Dann muss ich sagen, ja. Muss man was machen. Also letztes Mal ist meine Tochter gekommen von der Arbeit und sagt, du Papa, was war der Kickerl? Dann sage ich, was haben wir gegessen? Sag ich, ja, ein Händel. Dann sage ich, ja, haben wir schon, das ist ein Kickerl. Also. Isaak ist in... Was ich ein bisschen fragwürdig finde, warum dann seine Tochter schmerzen die dann daheim? Was ist denn, was spricht man im Senegal? Weiß ich nicht, was spricht man da für Sprache? Senegalesisch, gibt's das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schmerzen die daheim Senegalesisch. Kann ich mir nicht vorstellen. Wieso weiß dann seine Tochter nicht? Wie alt ist denn seine Tochter? Gut, wenn seine Tochter 2 ist, dann ist es wurscht. Aber wenn die von der Arbeit heimkommt, schaut sie jetzt nicht, dass es 2 ist. Wieso weiß die nicht, was ein Kickerl ist? Ist doch klung. Da verzeiht er uns da einen Krampf. Aber er wollte uns bloß sagen, dass er weiß, was ein Kickerl ist. Das ist schon erschreckend, dass der Senegalese weiß, was ein Kickerl ist, aber der Preisendepp irgendwo 100 Kilometer nördlich weiß es nicht mehr. in Deutschland angekommen. Ein Bräuler. Kannst du mal einen halben Bräuler auf den Teller tun? Ja, Schnauze. Trotzdem behandeln ihn manche wie einen Fremden, wie einen Schmarotzer. Du, der kommt rein, also diese Bäckerei mit Kaffee, kauft sein Zeug und ich sitze daneben, tue meinen Salat, isst, kommt zu mir und sagt, also das, was du frisst, das sind unsere Steuergelder. Ich war total verdutzt, ich habe so blöd geschaut, die ersten Sekunden. Dann ist er rausgegangen und habe gesagt, das lasse ich nicht sitzen. Ich bin hinterher, den habe ich schon gepackt. Habe gesagt, das sagst du nochmal, du kriegst so einen Fotzen, dass du speibst, du Arschloch, du Dreckige. Den habe ich schon zusammenputzt. Wie sie es übersetzen. Was hat er jetzt gesagt? Jetzt muss ich bin noch lauter dran. Du kriegst das hier die Fotzen, dass du speibst, oder was? Du Arschloch, du Dreckige. Fotzen, dass du speibst, du Arschloch, du Dreckige. Ich bin hinterher, den habe ich schon gepackt. Habe gesagt, das sagst du nochmal, du kriegst so einen Fotzen, dass du speibst, du Arschloch, du Dreckige. Dann kriegst, ich wiederhole, dann kriegst sehr die Fotzen, dass du hinspeibst, du Arschloch, du Dreckers. Soweit 100%ig korrekt gewesen. Aber dem Senegalesen kann man das verzeihen, aber ich finde es viel geiler, wie volle Kanne, da an der Seite, das übersetzt, dann kriegst du so eine Ohrfeige, dass dir schwindelig wird. Übersetzt von, dann kriegst du sehr die Fotzen, dass du hinspeibst, du Arschloch, du Dreckers. Den habe ich so zusammenputzt, also der macht das nicht mehr. Wie sieht Isaak die aktuelle Situation? Deutschland ist ein reiches Land. Ja. Aber die Deutschen, die sind immer beim Grandland.
Nein, wir sind wir beim Grantl. Die Deutsche jammert. Isaac ist mit einer Senegalesin verheiratet und hat 2 Kinder. Obwohl die Familie so gut integriert ist, ist für ihn klar, eines Tages will er zurück in den Senegal. Irgendwann mal, also will ich auch wieder heimgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Ja, dann lernst du den alle Borisch. Wir sind weniger Preisen, als wir da haben. 80 Jahren hier in irgendein Altersheim da, also verrecken. Na, bei uns, also die Familie ist ganz wichtig. Wir haben bis ans Lebensende einen Zusammenhalt. Aber das ist nicht so wie hier bei euch. Isaac ist immer auf dem Sprung. Als Taxifahrer aufhören will er noch lange nicht. Braucht Was er würdest nicht. du dir für die Zukunft wünschen? Dass also die Fremden also in Deutschland ohne weiteres, ohne Angst leben können. Es gibt auch Ausländer, die seit Jahrzehnten hier leben, also, und die haben also wirklich dazu beigetragen, dass Deutschland jetzt geworden ist, was Deutschland jetzt ist. Also, Burle, tschüss. Also tschüss, das ist eine danke Freude. schön. Merci dir. Es ist so cute und lieb irgendwie und so verstörend gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weißt, wenn du zu dem ins Taxi einsteigst, gut, ich mag einen FC Bayern nicht, aber das ist ja wurscht. Hat einen FC Bayern Aufkleber hinten oben, dann sitzt der Schwarze im Taxi drin und dann denken sich die meisten Untermenschen wahrscheinlich erst einmal, oh mein Gott, oh nein, das ist ein Schwarzer, bitte nicht. Und dreht er sich um und schaut dir so, so Burle, was soll ich denn hingehen? Dann muss ich sagen, das ist der geilste Typ, der umeinander rennt. Also keine Ahnung. Top-Typ, der Isaac aus München, Taxifahrer. Vorher habe ich irgendwo gelesen, dass der sehr schwer krank ist. Das tut mir sehr leid. Ja? Weißt du, die guten Leute trifft's dann. Das sind dann immer die, da wo sie dann der gemeine Raucher damit macht, ja, schau dir den an, der hat 80, 100 Jahre, hat der geraucht, ja, der ist auch 100 geworden. Ja, vielleicht weil er, weiß ich nicht, weil er ein Arschloch war, weil die guten Leute sterben vorher. Naja. Brrr. Hat's mir ein Koppel rausgehauen. Muss ich mir ein Schlickerl von meiner Babymaus trinken. Moment. So ein Koppel schaut nie. Der Cryfax schreibt, meinst mag der ein Oktoberfest Curry King oder eher nicht so? Kann ich nicht einschätzen, keine Ahnung. Ich glaube aber eher nicht so. Der It's Loli PvP, jetzt kommen wir zum richtigen Thema, um den Nachmittag ausklingen zu lassen. Black Ops 4 oder nicht? Ich sag's euch, wie es ist, ich weiß nicht. 2 Kumpels, also ein Kumpel und ein Bekannter hat's schon, die haben gestern schon gezockt und ich war so kurz davor, vor lauter Todeslangeweile, so kurz davor, dass ich es mir auch kaufe. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kaufe ich es mir heute nachher vielleicht sogar. Wenn ich es irgendwo in einem Angebot für 40 Euro finde oder so, dann kaufe ich es mir vielleicht. 60 Euro gebe ich nicht mehr für Call of Duty aus. Ich weiß schon, letzte Woche habe ich gesagt, ich kaufe mir nie wieder ein scheiß Call of Duty, bla bla bla. Aber wissen wir ja alle, wie es ist. Ja? Jetzt habe ich 5 Teile ausgelassen. Soll es mir vergunsten, dass ich mir mal wieder eins kaufe. Okay? Vielleicht kaufe ich mal. Das hat schon nicht so schlecht ausgeschaut. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, PUBG, ich habe PUBG geliebt, aber PUBG entwickelt sich einfach nicht weiter. Das ist eine einzige verleckte Scheiße. Und wenn ich die ganze Zeit durch einen Lag und durch einen Delay stirb und so weiter, das frustriert einfach. Die 600 oder 700 Stunden, die ich da eingebuttert habe, die müssen gelangen. Jetzt müssen wir dann mal Black Ops 4 anschauen. Das hat mir zumindest so hochgeschaut, als Daten die Schuss da ankommen, wo es ankommen sollen. Und überhaupt und sowieso schaut ganz spaßig aus. Vielleicht. Darksiders, was sagst? Darksiders war schon immer geil, da kommt doch jetzt noch das Dreier, oder? Da kommt doch ein Nice. Darksiders, das habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Mal leck Darksiders. Ich weiß schon, jetzt kommt wahrscheinlich die halbe Community, die gerade noch zuschaut, das sind wir übrigens immer noch 480 Leute. Was ist denn heute mit euch los, Leute? Erstmal Special, merci, dass so viele Leute so lange zuschauen. Freut mich wirklich sehr, das haben wir so, glaube ich, noch nie gehabt. Also so war es noch nie. Mit 480 Zuschauern bis nach 1,5 Stunden. Dankeschön und wirklich, ohne jeden einzelnen von euch war es nicht möglich. Ich kann es nur immer und immer wieder sagen, ich weiß schon, ich bedanke mich zu oft. Danke. In meiner Sprache, merci, beziehungsweise vergeht's gut, such's da aus. Ist mir wurscht, ohne euch da nicht weitermachen. So. Zurück zu den wirklich wichtigen Dingen. Wicked Jedi Knight. Birger, kennst du als Easy? Das ist in
In Zwiesel ein Club, da gehe ich heute hin, vielleicht schaust du auch da vorbei. Ja, weil Zwiesel ist ja gleich um die Ecken. Da fahre ich schnell mit meinem Hoverboard. Jetzt fahre ich schnell hier auf die Nacht. Nein, da werde ich heute wahrscheinlich nicht sein. So, was hältst du vom Doni Laurerer? Ich weiß nicht, wer der Doni Laurerer ist. Ich meine, dass sich bei Black Ops 4 nicht für 70 rentiert. Die hauen die komplette Kampagne aus und dann die Battle Royale Modus an. Steven! Schau dir lieber MOI World War 3 auf Steam an. Wird heute released. Schaut super aus. Ist eine Mischung aus Battlefield 3 und COD und kostet unter 30 €. Werd's mir später downloaden. Muss ich da einmal schnell Steam aufmachen? Ich glaube, dass ich seit 2 Monaten kein Steam mehr aufgehört habe. Wie ist das Ding? World War Ja Update. World War 3. Ich versuche mich daran zu erinnern. Herr Aaron, vergelt's gerade für den Euro. Du kannst mir übrigens, du hast mich doch in jeder Freundesliste, du kannst mir übrigens auch schreiben, ohne dass die diesen Euro kostet. Auf Instant Gaming kostet Black Ops 4 nur 41 €. Werde ich gleich mal nachschauen. Ich hab's gestern auch, ein Kumpel hat's mir gestern geschickt, irgendwo auf MyDeals über den Mediamarkt oder so, da hat's 38 € irgendwas gekostet. Na, vielleicht kaufe ich es mir. Ja, um ganz ehrlich zu sein, 38 €, ja, ist natürlich ein Haufen Geld, aber ich gehe schon lange genug in die Arbeit, dass ich es mir gerade noch leisten kann. Dein 12 Mann, mein 12. Mann lässt dich nicht im Stich. Achso, ja, ne, das ist, ihr hat's mein 12. Mann. Ja, beziehungsweise ihr hat's mein Sidekick, quasi. Beziehungsweise der zweite Sidekick, weil der erste Sidekick ist der Katzenbrocken. Beziehungsweise der Plötze oder der Mitzbatzen, der ist aber heute leider nicht da. Naja, gut. Der Hans-Joachim fragt mich, hast du zurzeit ein Weib? Das ist so richtig. Oh, was hat man mir am Stall geschissen? Ha, Weiber! Mach mal schlechte Freundinnen und Frauwitze. Kann ich keinen. Weil sie einfach schlecht sind. Also, ja, ich hab meine Freundin schon sehr lang, seit... Hoffentlich schaut's nicht zu, weil sonst weiß, dass ich nicht weiß, wie lang. 5 Jahre? 5,5 Jahre? Irgend so. Was kannst du bitte mal in einer Schule auftreten? Die würden sich kaputt lachen. Das ist auch wieder so ein Thema Live for Light. Das ist ein bisschen was ganz was anderes wie das da. Oder in einem Video vor der Kamera. Ja, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das wird immer wieder gefragt. Vielleicht mache ich es ja auch irgendwann einmal. Vielleicht wird mir das da irgendwann einfach einmal erfüllt, mich nicht mehr, wie man so schön sagt. Ja. Nicht nur. Und es ist mittlerweile ja so ehrlich und offen und ehrlich kann ich ja sein. Wir haben jetzt 28 How-Tos habe ich jetzt gemacht. 10 Kruzifix, wenn man das Kleine mitnimmt. Und dazwischen immer wieder mal was anderes, weil man da schon denkt, Alter, die ganze Zeit dasselbe, die ganze Zeit dasselbe, die ganze Zeit dasselbe. Und jetzt halt, genau wie letztes Jahr um die Zeit, kommt es wieder so weit, dass man das Kruzifix-Format vom Hals raushängt, noch gerade mit 10 Episoden, ja. Und das How-To-Format schon wieder anlacht, weil die letzten 4 Wochen habe ich keins machen müssen, oder die letzten 6 Wochen sogar. Das nächste Video wieder How-To, falls irgendjemand interessiert. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar 2. Und nebenbei arbeite ich schon wieder an an einem anderen Format. Ich erzähle mittlerweile aber auch jeden Freitag. An die Leute, die sich noch an Massmo und Burgfotzenbad erinnern können, wissen, in was für Richtung das grob geht. Es wird nicht dasselbe, aber was Ähnliches. Aber da bin ich momentan sehr schwer dabei. Das mache ich übrigens dann auch nicht alleine, sondern habe noch jemanden mit dabei. Und nicht einen Chris, falls jetzt das die Leute meinen, weil es meinen, es geht um Comics. Den lasse ich da schön brav in Ruhe damit, weil der hat vielleicht nur Stress. Wobei man wahrscheinlich sicher war, wenn ich ihn frage, ob er mir bei der einen oder anderen Sache helfen kann, dass er es tun würde. Keine Sorge, ich gehe da nicht auf den Sack damit. Möge der Massimo mit euch sein. Vielleicht hat natürlich der Massimo mal irgendwo dann natürlich einen Auftritt da, aber der Massimo hat es einfach aus seiner Entstehungsgeschichte damals nicht rausgeschafft. Ja, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ein Jahr. Wir können uns die Folgen ja mal anschauen. Ich sag's euch, wie es ist, ich hab's selber seit Ewigkeiten nimmer gesehen. Und nimmer angeschaut und hab's nimmer in Erinnerung, wie es war. Das machen wir jetzt, pass auf. Massimo. So, da schalten wir jetzt um. Machen wir jetzt mit den ganzen Scheiß da machen wir an. Taxifahrer, Twitch, Live-Dashboard können wir drin lassen. So, Freunde der Sonne. Und zwar schaut es folgendermaßen aus. Videoaufnahme, Massimo.
Das war damals die Idee, war schon immer ein kleiner Traum von mir, lustigerweise. Das ist der Beweis dafür, dass ich das schon immer machen wollte, bevor ich einen Chris kennengelernt habe, mit Trachtmann etc. und so weiter. Weil es hört sich jetzt natürlich so, jetzt wo ich einen Chris kennengelernt habe im April, Mai, dass ich dann sage, das wollte ich schon immer mal machen. Und wollte schon immer mal entweder sowas wie ein Comic oder halt eine animierte Serie oder eine Mischung draus oder irgend so, wollte ich schon immer mal machen, weil ich ja schon immer gern zeichnet und einfach gern Blödsinn verbreite. Das sollten aber jetzt mittlerweile die meisten einmal mitgekriegt haben in einem Leben, dass ich gern Blödsinn vertreibe. Und deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, macht man sowas. Dann habe ich einfach mal angefangen und das war der Fehler. So funktioniert nämlich nichts auf YouTube nicht und überhaupt sowieso ohne Plan hergehe und einfach mal machen. Ja? Das hat am Anfang ganz gut funktioniert, aber ohne Plan geht das jetzt nicht mehr. Schauen wir es uns einfach mal an. Dauert nicht lang, die erste Folge dauert 2 Minuten. Habe ich vor genau einem Jahr ausgebracht. Jetzt schauen wir mal. Und zwar am 17.10.2017. Das war vor einem Jahr und 2 Tagen. Holy fuck, Alter. Und in der Zeit ist kein einziges anderes Video gekommen, weil ich einen Monat lang nur an diesem Scheiß da gearbeitet habe. Und für das ist für mich sogar noch ziemlich schlecht geworden und überhaupt nicht das geworden, was ich gern hätte. So, jetzt machen wir da mal groß und schauen wir uns das einfach mal an. Also weißt Manni, ich bitte dich echt schön. Du horredige Wurst hat jetzt gelangt's dann, gell? Du hast Pfeifen schon Pflegel, jetzt ist Sperrstunde. Außerdem ist Dienstag mitten in der Nacht, du musst in die Frühschicht, ob's magst oder nicht. An der Stelle muss ich schon einmal sagen, allein diese Münder animieren. In der Sekunde, pro Sekunde Video waren das ungefähr 5 verschiedene Beutel, die da hier platziert und so, das dauert ewig. Und schaut immer noch kacke aus. Ups. Sorry, nochmal. Wie sollst du da um die Sitze in den neuen Dreier bauen oder das Leid sterben? Das ist ja mir völlig schleierhaft. Mein Gott, sie fix Kirgel, du lästiger Dreck, da wie Sperrstunde, ich höre bloß Sperrstunde. Über den Scheißträger mal eingeführt. Ich geh ja eh schon. So, jetzt schau, dass du rausschleichst. Bis morgen. Grüezi, fix, jetzt kenn ich einmal wieder. Bin ja eh schon fort. Grüezi, fix, der Frühschicht Scheißdreck, der Kerl hat zugeschissen wie so ein Hi. Freund wird's mit keinem Nacken jetzt, wenn du gerne einen Scheiß heißen sieht, selber einladen. Ey, nur gerade bis gescheites Grüezi, fix. Okay, das ist immer nur lustig. Alter, was war denn noch das jetzt? Hey, was passiert denn? Im Nachhinein denke ich mir, ich wen diese Zeit und diese Scheiße mit der Mundanimation, ja, das hat mich Tage gekostet. Das wenn ich einfach lassen hätte und hätte mehr Liebe in die Hintergrundzeichnungen und in die Animation von den Bewegungen gesteckt, dann war viel mehr Leitkäufer gewesen, weil das ist einfach nur, das schaut aus, als hätte ich es mit Paint geschissen. Alter, wo haben wir jetzt hingekommen? In Masgard. Ja, servus, Manni. Lang genug hat's da. Heißt zwar, über Besuchen passiert nichts, aber dir, da war's wirklich überfällig, gell? Alter, ihr möcht's wieder alle verarschen, oder? So, und das war's schon. Wenn man es jetzt einmal auf den Punkt bringt, ist, wenn jetzt, der Chris lacht sich wahrscheinlich gerade eins und denkt sich, Alter, was ist denn das? Du Mongo, lass das. Wird er sich wahrscheinlich denken, wenn man das jetzt einmal zusammenfasst, dann ist das, was da in 2 Minuten und 4 Wochen Arbeit entstanden ist, in einem Comic-Heft auf 2 Seiten erklärt. Auf 2 Seiten mit jeweils 6 bis 8 Paneele. Nennt man das so, um Gottes Willen, steinig mich Chris, wenn ich jetzt einen Scheiß erzähle, aber in einzelne Beutel mit ein paar Sprechblasen, Mini-Dialoge. Das waren 3 Locations. Das ist einmal im Wirtshaus, einmal vorm Wirtshaus, an der Bushaltestelle und im Himmel. Okay, es sind 4 Locations. Und dann eigentlich nur 2 Charaktere, beziehungsweise 3.
Und da krieg ich einen Vogel. Da krieg ich einen Vogel, das geht so nicht. Also, keine Ahnung, das sauber zu viel Arbeit für das, was am Schluss dabei rauskommt. Und ja, ist ja wurscht. Folge 2. Was bisher passiert ist. Jetzt gelangt's dann, gell? Ja, bloß Sperrstunde. Bin ich eh schon fort. Alter. Servus, Mann. Ihr möcht's wieder alle verarschen, oder? Die Zusammenfassung ist... Weißt du, die Zusammenfassung ist das, was eigentlich hätte sein sollen. Die Zusammenfassung ist schnell durch, lustig, witzig, Dingsbums. Also zack, 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 so hätte es eigentlich sein sollen. Aber wenn ich bitte für, wie lange haben wir jetzt? Bei Sekunde 16. Wenn ich für 16 Sekunden Animationsvideo 4 Wochen brauche, ja, das macht halt keinen Sinn nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Mascard? Was soll das sein? Das glaubst du doch nicht. Du bist im Himmel, Mann. Und was auch ganz schlimm ist, ganz, ganz schlimm, dass natürlich alle Stimmen von mir gesprochen sind, ja. In sowas seine Stimme zu verstellen, ist einfach scheiße. Im bayerischen Himmel, im Maskat, da wo das Bier nicht ausgeht, das ganze Jahr Volksfest ist, 3 Promille gesetzlich vorgeschrieben sind und Sperrstunde verboten ist. Du Mann, möchtest du mich verarschen, oder? Jeder anständige Bayer, der die bayerische Zunft pflegt, steht irgendwann einmal vor mir und dem Tier. Zumindest, sofern er es verdient hat. Ah ja gut, also Weißwürst habe ich nie abgewackelt nach 12 gefressen, zum Leberkasten nie Ketchup abgeschafft und meiner Bockpfotzenpflicht am bayerischen Verhaltenskodex gegenüber war ich auch recht froh. Also das muss ich noch an der Show sagen. Ja, also sicher als Führungszeichen, das haben wir mir schon lange nicht mehr gehabt. Trotzdem muss ich dich vorher freundlich fragen, ob du so gut bist und bitte schon einmal erst den Maßkrug dann über mir trinken mehr jetzt. Die epische Musik. So ein Dreck. So ein Mist. Du bist lustig, da brauchst du mich nicht fragen. Er ist würdig! Der Auserwählte! Er, der ab sofort den Namen und Titel Masmo auf ewig tragen möge! Er, der Mjasnirs würdig ist! Der Maskrug der 10.000 Volksfeste! Er, der Rächer des Freistaats! Der mit dem Bier tanzt! Er, der mit dem gottgleichen Ansatzarm! Lang lebe der Masmo! Was? Aber ich auf muss Google noch Maps. Massen einlenken! Man beachte, dass er auf Google Maps drauf fällt. Und zwar auf Pasting. Hören Sie mal, hallo, Alva, geht's Ihnen gut? Weißt du, da brauche ich halt einen echten Ossi. Da brauche ich einen echten Ossi, der mir das einschmerzt. Unbedingt. Ist was passiert? Hallo? Herr Bayer? Hallo? Alter, was bist denn du für ein zusammengestrahlter Volldepp? Schaut das für dich aus, als würde es passen? Ja, also keine Ahnung, das ist damals vor einem Jahr schon das gewesen, was ich machen wollte, aber es ist einfach nicht so geworden. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich da weitergemacht hätte und wirklich gar nichts anderes mehr gemacht hätte, dass ich das... Mr. Sam! Wäre Noah Moll, geht der Stream online, wenn du fertig bist. Jawohl, geht er. Erstmal vergesst für den Euro, Mr. Sam. Für alle, die jetzt gerade zuschalten, wenn der Stream vorbei ist, alle meine Streams gängen dann, das dauert natürlich, YouTube braucht ein bisschen, um die zu verarbeiten, bis die dann letztendlich online sind in voller Länge. Und dann sind die bei mir im Kanal zum Finden. Einfach. Die haben dann aber auf nicht gelistet. Müsst bloß Birger eingeben, in den Kanal rein und dann haben da alle die vergangenen Livestreams. Falls euch einmal wirklich saumäßig langweilig sein sollte. Aber gut. So, ja. Ich arbeite an was anderem, an was Ähnlichem, aber an was anderem. Ja? Mehr mag ich nicht sagen. Ja? Und das kommt auch erst, wenn es soweit ist, dass ich sage, es ist so gut, dass ich das Herz sagen mag. So. Dauert schon noch. Und der ganz einfache Grund dazu ist folgender.
Ich bin ein Rasensprenger. Genau. Kennst mich noch? Der Nick, ja, ich kenn dich noch. Hab dich nicht vergessen, du warst ja vorher schon da. Du warst am Anfang schon da, jetzt bist du wieder da. Herzliches Vergelt's Gott für dein Zwickel 29. So, ja, da übrigens, weil ich gerade Leute schon schreiben, ich leider meine Stimme und dieses und jenes. An euch wird auch gedacht, ja. Es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, irgendwann einmal in einer Art Contest, wenn wir so außenstehende, nicht mehr wiederkehrende Charaktere in unserer Serie, ja, es wird eine Serie, beziehungsweise es wird ein episodengetriebenes, Comic-interaktives Format, Hörspiel, bewegte Bilder, interaktiver Comic, whatever. Ich kann es nicht erklären, ich mag es auch nicht erklären, weil sonst kommt wieder irgendjemand und klaut mir meine Idee wahrscheinlich, bevor ich überhaupt damit fertig bin. Und da brauche ich Stimmen, und zwar damit es ein vom Hörspiel Ich bin leben. ein Rasensprenger. Mr. Nick! Mir ist wieder 99 Cent. Ja. Dann werde ich mit Sicherheit, wenn da irgendwelche Charaktere vorkommen und ich brauche extra Stimmen, werde ich euch mit Sicherheit das wissen lassen. Und dann gibt es einen kleinen Contest mit einem kleinen gesprochenen Text. Und wer mir die beste Sounddatei dazu schickt, die mir da am besten reinpasst und die Stimme, die mir gut passt und was auch immer, dem schreibe ich dann, hey bitte, wenn du Bock hast, kannst mitmachen in dieser Folge, das ist dein Text, bla, und dann nehme ich den da dafür her. Wir werden sehen, ja, das lasst sich da mit wunderschön machen und ich kann vor allem euch da mitmachen lassen, ja. Das ist jetzt in die How-Tos und in die Kruzifix-Videos, da ist das Einzige, was ich da machen kann, ist zum sagen, merci an den und den fürs Zuschicken von dem Video, und selbst das kann ich nicht mehr machen, weil ich dieselben Videos von hunderten Leuten zugeschickt kriege. Und ich kann nicht in jedem da drin auflisten, weil dann dauern die Videos eine Viertelstunde, bevor sie überhaupt angehen. Ich darf es gern. Dafür gibt es die Livestreams, da wo ich mich immer sehr gern herzlich bedanke dafür, für jeden einzelnen von euch, der immer so fleißig mir Sachen schickt. An die Frau geht's da hin, gibt es da auch mal Special Greets, weil die schickt mir immer wieder mal irgendwas, was das was ist. So, aber wenn es soweit ist, da wird sehr viel vorausgearbeitet, da wird sehr viel ausgearbeitet, da wird sehr viel Plan dahinter stecken. Noch dazu arbeite ich da nicht allein dran. Also geht es schon gleich gar nicht mehr, dass ich da ohne Plan da umeinander arbeite und so weiter und so fort. Aber es wird im Hintergrund schon sehr viel gezeichnet, geschrieben, konzipiert, etc. etc. Sehr viel sogar. Mehr als ich mir eigentlich erhofft habe. Das habe ich noch nie so betrieben. Schauen wir mal, was das wird. Ja, also, um die Frage zu beantworten, die heute schon ein paar Minuten kommt, zockst du heute noch im Stream? Nö, heute wird nichts mehr gezockt. Morgen auf die Nacht kann ich noch nicht sagen, ich weiß ja nicht, wenn man spontan irgendein Horrorspiel einfällt, auf das ich... Rasensprenger. Ich bin ein Rasensprenger. Mr. Nick, vergeht's für deine 99 Cent. Ja. Der XD Maxi fragt mich, regt dich das nicht auf, wenn die Leute die ganze Zeit die gleichen Fragen stellen? Ab einem gewissen Punkt irgendwann, ja. Ich sage jetzt mal im Stream, hat es mir eine Zeit lang irgendwann einmal genervt und wir haben ja eh schon weggekommen davon, die Standardfragen, was ist dein Lieblingsbier, was ist das, wo kommst du her, wie alt bist du? Das wird ich eh schon fast nicht mehr gefragt, weil ich es halt auch gezielt überlese und irgendwann hören die Leute dann von selber auf, diese Fragen zu stellen. Aber nö. Ganz ehrlich, wenn ich das mache, was ich da mache, dann darf mir das nicht lästig sein. Genauso wie anfangs war mir das schon ein bisschen komisch, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was passiert, wenn ich zum Beispiel, war letzten Samstag am Food Festival in Straubing. Ja? Am angekommen, hinten reingegangen, da hat mich natürlich keiner gesehen etc. Und dann habe ich mir schon gedacht, also da bin ich mit einer Band hingefahren, die haben dann aufgebaut und hinten und so weiter, und ich bin mit der Frau von meinem besten Spätzl rundum gegangen. Und es hat keine 5 Meter gedauert, wo die Leute zu mir herreisen und sagen, oh, wo ist ein Heisel, aber die können ein Foto machen, sonst was. Das war mir am Anfang schon ein bisschen suspekt, muss ich sagen. 50-50, so ehrlich darf ich ja sein. Wenn ich privat natürlich auf einem Food Festival bin und da gerade rundum standelt und so weiter, dann ist das in mir 50-50. Die eine Hälfte denkt sich natürlich, geil, die kennen die Leute, wenn du unterwegs bist, natürlich ist das schön. Die andere Hälfte denkt sich, da allerdings auch gern mal privat jetzt da irgendwie was essen gehen, verdammte Scheiße. Was ist Ihr Lieblingsbier? Nur für die, Aaron. Ein Augustiner aus der Flaschen.
ist mein Lieblingsbier. Aber dennoch, um ganz ehrlich zu sein, ich bin sehr dankbar dafür, in der Position zu sein, in der ich bin. Darum ist mir das automatisch schon nicht lästig, wenn mir jemand anspricht. Um Gottes Willen, jetzt auf keinen Fall falsch verstehe, wenn sie mir irgendwo seht und dann denken so, oh, ich sprich noch lieber nicht, weil der frisst mich, keine Ahnung. Natürlich nicht. Jeder, der zu mir hergeht und sagt, ich habe Dere, geil, was du machst, das sagen sowieso irgendwie alle. Und und wo ist ein Heisel, Franziska, bla. Meine Abos sind nicht kaufbar, Herr Nick. Dennoch vergeht's gut für den Zwickel 29. Ja, also was soll ich da sagen dazu? Jeder darf jederzeit gern zu mir hergehen. Es waren sehr viele Leute auf dem Fan-Treffen da. Ich glaube, ich bin, wie soll ich sagen, nett genug, dass man sich mit mir einfach unterhalten kann. Und es ist sowieso klar. Wenn es mal irgendwann einmal zu viel werden würde und da wirklich 10 Leute um mir und dumm stehen und da keiner mehr Ruhe gibt, dann sage ich irgendwann, sage ich euch schon in einem normalen Ton. Was ist dein Lieblingsduft? Das bin ich noch nicht gefragt worden. Wenn im Haus in der Küche ein Schweiners gemacht wird und das, wenn so kurz bevor es fertig wird, durchs ganze Haus riecht. Das ist mein Lieblingsduft. So. Wo waren wir? Jeder darf mir jederzeit gern noch Fotos, Autogrammen oder sonst was fragen. Scheiße. Scheiße. Mr. Nick, vergeht's gut für den Zwickel 29. Ja, ist scheiße, aber leider Gottes nicht, wie das vielleicht bei manch anderen der Fall ist. Ich bin nicht mit den zweistelligen Beträgen. Bernhard von daheim. Merci für dein Zehner. Ein herzliches Dankeschön. Bitte nicht mit zweistelligen Beträgen, wer für das braucht es wirklich nicht. Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Donations, aber bei 10er aufwärts und so weiter, da kriege ich echt ein schlechtes Gewissen. Wenn jetzt echt eine Nachricht hättest du schon drunter schreiben können. Aber bescheiden wir manche Leute sind, da, hier ist einer, er ist angenommen, herzlichen Dank. Und Special Greets an die Twitch-Leute mal so nebenbei, fällt mir gerade so auf. So. Ja, wo sind wir? Bläh. Bitte schau mal beim Adlerson vorbei. Wer immer der Adlerson ist, aber das mache ich, wenn der Stream vorbei ist. Was jetzt dann sowieso einmal langsam, aber sicher der Fall ist. Da Mr. Max fragt mich, machst du mal einen 12-Stunden-Stream? Nö. Habe ich oft genug gemacht früher. Das ist nur anstrengend und sonst gar nichts. Der Habitäre Manfred ist quasi der Bernhard von daheim. Hab ich das richtig da gelesen? Dann ein Special Merci an den Habitäre Manfred, an Mani oder an Bernhard oder wie er jetzt noch gerade auch immer heißt. Merci. So, Birger, hast du Instagram? Ja, mittlerweile habe ich tatsächlich Instagram, ich tue bloß nichts damit. Mr. Smurfen! Bussi aufs Bauchi. Das nehme ich natürlich dankend an. Schönes Bussi. Immer schönes Bussi aufs Bauch. Herr Smurfin, vergeht's gut. Ja. Was sollst du jetzt da sagen? Der Sepp beschreibt. Zock Visage. Habe ich schon überlegt, aber das ist in der Early Access, oder? Und Early Access Spiele habe ich mir geschworen, kaufe ich mir nicht mehr. Vielleicht habe ich morgen auf die Nacht so viel Langeweile, aber so viel Bock auf Zocken, dass ich mir schnell Visage kaufe und dann schalte ich den Stream ein. Und dann geht's schon los auch. Schauen wir mal, können wir probieren? Vielleicht habe ich Bock, vielleicht habe ich keinen Bock. Wir werden sehen. Also ich werde diese Livestreams auf die Nacht am Samstag, Late-Night-Streams, solange nicht wirklich Winter ist und solange es nicht eiskalt ist draußen, nicht ankündigen. Ja? Werde ich nicht ankündigen. Auf was ich mich sehr gefreut, da wo wir spätestens, ja, da ist noch ewig hin, wir werden davor anfangen, war sehr wahrscheinlich sogar. Und zwar, wenn das neue Resident Evil 2 Remake rauskommt, ja, das werden wir 100% im Stream zocken, da hat mir Resident Evil Sim auch saumäßig gut gefallen. Das hat auch euch gefallen, glaube ich, damals beim Zuschauen, da waren immer 200 Leute da und mehrere, da haben so viele Leute haben beim Zocken noch nie zugeschaut und wir haben ja jetzt immer noch konstant 380 Leute, am Anfang 600 Leute, ihr spinnt alle, wenn du mich fragst. Super geil, gefreut mich wie Hölle. Ja, mega YouTube, aber World War 3 ist auch Early Access. Also wenn du das vorhin gemeint hast, dass du dir das einmal merkst. Ja, man kommt sowieso nicht mehr runter. Die Ware wurde beseitigt, Don, wie abgesprochen, sollte nun keine Probleme mehr machen, größer als... Was für eine Ware!
Mr. Mackett, vergeht's gut. Und was für eine Ware. Du bist doch fein raus. Du erkaufst dir doch mit deinen 2,50 € am Anfang von jedem Stream, erkaufst du dir doch Narrenfreiheit. Also ich weiß nichts von einer Ware, keine Ahnung. Die ist raus. Ach ja. Ja, genau. Also, um nochmal zurückzukommen, das war ziemlich lustig. Es haben halt ungewöhnlich viele Leute zugeschaut bei... Was war das gleich wieder? Das Rollenspiel, wie hat es denn geheißen mit dem Ritter, Dingsbums, Fuck it, Kingdom Come Deliverance, haben einen Haufen Leute zugeschaut. Und es hat euch auch Spaß gemacht, ja? Ich bin ja da so, das erkläre ich gerne jetzt nochmal, weil ein Haufen neue Leute da sind. Ihr abonniert mich nicht wegen Zockerei. Ja? Das weiß ich. Ich gehe mir davon aus zumindest. Dennoch sind viele Leute bei euch dabei, die beides interessiert. Ja? Die zocken auch gern, schauen vielleicht auch andere Leute beim Zocken. Und wenn es schon gerade da hat, darf euch das vielleicht auch interessieren und dann schauen ein paar Leute zu. Ich mag halt die Leute, die wirklich mit dem Zocken, und das haben nicht nur mal die meisten, nichts am Hut haben, nicht vergraulen mit Zockerei. Darum gibt es das auch bloß in irgendwelche Special-Formate, 1-2 Mal im Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Und ansonsten nur im Stream und das auf die Nacht. Ja. Und Resident Evil Sim hat mir richtig gut gefallen. Das war das letzte Singleplayer-Spiel, eins der letzten Singleplayer-Spiele im ganzen Jahr, die mir richtig gut gefallen haben. Ich habe es natürlich sauber zu spät gespielt. Da haben die meisten das Spiel schon kennt, aber das hilft ja sowieso nicht. Der Barbecue-Fan schreibt, war halt nur wegen dem Zocken da. Da werden wir mal eine Umfrage starten, glaube ich, in dem Community-Chat, ob wir Bock auf Zockstreams haben oder eher nicht. Und schauen wir einfach mal. Und ich versuche dann eure Spiele zum Suchen, die vielleicht auch Leute interessieren könnten, die zuschauen, so arrogant, wie sich das jetzt anhört, nur wegen mir und nicht wegen dem Spiel und mir. Dass die sich auch unterhalten fühlen. Ja, und ich glaube, dass da Horrorspiele immer ganz gut sind, mit denen kann auch jemand was anfangen. Ich denke mir einfach, denk an unsere Eltern, ja. Dass die sich davon unterhalten fühlen. Meine Mom zum Beispiel, die wenn zuschauen darf, was sowieso meistens tut, hoppala, rausgehört, dass sich die davon unterhalten fühlt, was kann man da für ein Spiel spielen. Und da denke ich nicht an so Sachen wie PUBG. Ja? Das will niemand sehen. Ich bin nicht sonderlich gut, bin auch nicht sonderlich schlecht, bin der absolute Durchschnitt irgendwo. Und ole ole, ja. Da kann kein Mensch, der nichts mit Zocken zum tun, kann da irgendwas damit anfangen. Oder Minecraft oder was weiß ich, was die ganzen Leute da alle den ganzen Tag spielen. Es spielt ja wirklich immer nur irgendjemand Minecraft, was ich sowieso nicht verstehe. Aber Horrorspiele, wir haben es zum Beispiel gesehen bei Layers of 4, bei Outlast 2 und so weiter. Da kann auch jemand was damit anfangen, der nichts damit zum Tor hat, weil das einfach ein sehr viel fesselnderes Format ist, das auch mit Cliffhanger bestückt wird, ja, wo du dann schon interessiert bist, beim nächsten Mal wieder zum Schauen. Und sowas da ich gern finden. Was ich gern spielen mehr war zum Beispiel Fabian! Vergelt's mir Haust echt geile Videos raus. Merci! Gut. Was war das am Schluss? Gut. Vergelt's gut für den Euro. Ich glaube 69 war es oder so. Freut mich sehr. Vielen Dank, herzlichen Dank für die Anerkennung. Bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Ja, oder Fortnite. Nehmen wir PUBG oder Fortnite, da dreht hinten nicht um. Das will niemand sehen. Also es mengen fake nur Leute sehen, aber das sind halt Leute, denen du dort zuschaust, die haben entweder saugut oder was auch immer und das bin ich nicht. Ja, ich bin absoluter Durchschnitt in Shooter. Bloß in Counter-Strike war ich verfickt gut. Und mit verfickt gut meine ich verfickt gut. Hat zwar immer noch ein paar Leute gegeben, die waren besser wie ich, mit denen ich da gespielt habe, aber das war, glaube ich, die Hochzeit da vor 3-4 Jahren. Da waren wir echt gut. Da waren wir hier Global Elite, da geht's ganz anders. Aber so wurscht. Ja, also ihr werdet bei mir niemals so einen 0815 Dreck wie Fortnite oder sonst was sehen. Und ja, da gibt es vielleicht nur andere, wo es zuschauen könnt, nicht bei mir. Und ja, ich glaube, dass halt auch bei so Horrorspiele oder bei sehr storylastigen Spielen, das unterhält immer gut. Das unterhält auch, wenn ich nicht da bin. Und dann bin ja ich auch noch da und gebe meinen Senf dazu. Da lässt sich halt dann, wie soll ich sagen, nennen wir es einfach einmal, eine kleine unterhaltende Stream-Show bauen, auch für Leute, die nichts mit der Zockerei zum tun haben.
Und das ist mir ganz wichtig, weil ich alle verstehen kann, die mir dann zuschauen. Jetzt habe ich, keine Ahnung, 20% von euch interessiert Fortnite. Ja, Mr. Smurfen! Bilders Discord-Server. Das Mod-Team grüßt alle und wünschten allen ein schönes Wochenende. Ja, ich habe übrigens einen Discord-Server, der ist natürlich frei für jeden, da kann jeder rein, der will. Der Link müsste in der Beschreibung unten drin sein, oder bis der Smurfin gerade gesagt hat, der hat es glaube ich schon ein paar Mal in den Chat gespammt. Der Smurfin, der Mod-Herrin, darf den übrigens auch immer wieder mal spammen, wenn er will. Oder ich richte tatsächlich demnächst einmal irgendwann einmal einen Bot ein. Na? Zeit wird's, dass ich irgendwann einmal einen Bot einrichte. Muss auch irgendwann einmal sein. So. Dann am Schluss aussehen, gibt's noch mal noch, weiß ich nicht, was die haben wir jetzt? Ich war schon wieder fast 2 Stunden da. Zeit ist halt schon wieder saumäßig krass vergangen. Kruzifix. So, jetzt passt's Obacht. Tja, so leid's mir tut. An dieser Stelle gibt's mal noch kurz mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich weiß wie es ist, Und zwar, ich mache nie Werbung dafür, ja, nie aktiv. Es gibt mittlerweile, Merch, ja. Gibt es mittlerweile schon länger, aber ich mache halt nirgendwo Werbung, deswegen weiß keiner. Und zwar da herum, da wo mein Finger ist, Moment, da müssen wir mal den Chat schnell raus tun. Blub, nein, nicht Webcam, ein Chatbürger, du Trottel. Da herum ist ein kleines i, da ist eine Verlinkung drin in meinen Online-Shop, da gibt es T-Shirts, Pullis etc. Mit dem Vollbier-Squad, mit der Babykur, mit Babypandas, mit dem Katzbrocken, ist übrigens ganz neu, mit dem Katzbrocken. Das ist quasi so, die T-Shirts kosten 20 bis 25 Euro. Das ist ungefähr so wie Sportzeug, die Spenderei da und schiebt nicht YouTube das Geld in den Arsch und kriegt im Prinzip nichts dafür, außer mein Hobby, die Ehre. In dem Online-Shop da oben, da könnt ihr T-Shirts kaufen und ihr kriegt sogar noch was dafür. Und da steht dran, rappst du eigentlich? Selbstverständlich rappi. Stuhl, schwul, cool, bitch. Yeah. Kennt du das? So, ja, so viel zu meinem Merchandise-Blödsinn, ja, den ich viel zu wenig bewerbe. Da wenn ich andere Leute schaue, also andere YouTuber, andere Facebook-Seitenbetreiber, da ist erst 3 Zeilen lang, kauf meinen Scheiß, und dann kommt irgendwann ein Video, 100 Mal da mitten im Video Eigenwerbung, bla. Das mag ich einfach nicht, ich werde das für immer bei diesem kleinen weißen Punkt da herum belassen. Jeder, der sich dafür interessiert, kann da mal reinschauen. Gibt es einen super tollen Online-Shop, biergaware.de übrigens, falls jemanden interessiert. Und ja, das ist die einzige Eigenwerbung, die ich mir erlaube in die Livestreams, und dann das ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind schon wieder bei 2 Stunden, eigentlich wollten wir sie viel kürzer mal. Leider Gottes hat heute kein Mietsbatzen oder sonst jemand vorbeigeschaut, aber vielleicht beim nächsten Mal. Tja, was soll ich jetzt da noch sagen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Vergelt's Gott für alle meine YouTube-VIPs, die jeden Monat 5 Euro da lassen, automatisch. Ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen, beziehungsweise nicht YouTube-VIP, mittlerweile müssen wir Mitglied sagen. Mr. Sam! Welcher Finger ist der einzige Finger, der eine Frau nicht befriedigen kann? Punkt. Der Dingolfinger. Schön gesagt, lasst mir doch mit diesem Satz den Stream ins Ende laufen. Ein herzliches Dankeschön an alle meine YouTube-Mitglieder, die jeden Tag, das war ein bisschen zu krass, jeden Monat 5 Euro da lassen. Herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Donator von heute. Herzlichstes Dankeschön an jeden einzelnen von euch, der immer fleißig meine Videos schaut, seine Kumpels damit nervt, das weiter sagt. Ohne euch wird man niemals da herkommen, wo wir da sind. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da sitzen kann. Und es ist, wie es ist, dass immer noch 300 Leute da haben, obwohl ich gesagt habe, wir haben fertig und hören wir auf jetzt und weiß das wie es ist. Und ist das der Tobias Weiß? Ist das nicht der C-Fixel? Der gute alte, der C-Fixel, was ist denn, wo bist denn du hingekommen? Wo bist denn du auf einmal aus dem Loch rausgekrochen? Ja, lang nicht mehr gesehen, aber du kommst gerade zu einer echt scheiß Zeit, weil ich jetzt gerade am Abhauen bin. So, was soll ich jetzt da noch sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ich ziehe meinen imaginären Hut für euch. Wir sind fast 55.000 Leute und wir werden ständig mehr. Das letzte Video hat es wieder gezeigt. Das nächste Video kommt am Sonntag. Beziehungsweise aber eher Mitte nächster Woche, weil mein Videozyklus sich jetzt auf 1,5 bis 2 Wochen verzögern wird. Einfach, damit ich ein bisschen weniger Stress habe. Ich sag's euch, wie es ist. Und dann, sagen wir, habe ich dere miteinander
und ein schönes Wochenende. Und wie das in der Regel läuft, zeige ich euch möglicherweise nächste Woche. Lasst es euch gut gehen, schönes Wochenende, euch alle miteinander. Habe die Ehre bis zum nächsten Mal am Freitag. Habe